dass die Menschen selten zufrieden sind, gern resonieren und jammern dann, dass dies und das nicht ganz so ist, wie sie es gern hätten, das ist gewiss. Da ist wie der man nix da spart, ein echter Werner, anderer Ort. Er nimmt wie es kommt, kennt kein Verzagen und tut phlegmatisch so. Mir hab nix mehr Ruhe, das macht mir Hamur. Ich kenn kein traurig sein, trinkst du mein Glasl Wein und klopft an und wann Frau sucht bei mir an. Das sendet nicht mein Sinn, ja ich bleibe wie ich bin. Herzlich willkommen, Roland Speer, liebe Grüße vom Auto an alle, jawohl. Den Roland habe ich noch bei mir beherbergen dürfen in der Klause. War schön, dass du dabei warst, hat mich sehr gefreut. Schau, der Franz Brandwein ist einmal wieder da, jawohl. Ich hoffe, bei euch ist alles trocken. Naja, das bringt mich jetzt zum Schnaps. Jetzt einmal sehr zum Wohle. Auf die Gesundheit von Patrick. Ja, auf das er halt da eh. Aber jetzt hat er ein paar Tage nur zum Auskurieren, wird schnell vorbei sein. Sag ich mal, das einmal sehr zum Wohl auf euch alle. So, den Roland Speer durfte ich beherbergen jetzt da, also beherbergen auf einem Café ist er vorbeikommen, weil er am Weg, auf der Durchreise war. Was mich sehr gefreut hat, und dann habe ich mich schon langsam gemütlich vorbereitet für die Pawlatschen und bin dabei auf ein ungewöhnliches Bild gestoßen am Boden im Keller unten, also im Untergeschoss, muss man sagen. Was den Parkettboden betrifft, haben wir gedacht, na, das schaut jetzt nicht aus, wie man es gehört. Naja, Wasser. Wasser. So, jetzt bin ich auf die Schnelle. Ich meine, es war nicht 5 vor Viertel 9, aber es war schon nach 8. Und jetzt habe ich da geschaut, was ist. Also ganz deppert, mir hat es da beim Stirnhaus ein Wasser reindruckt, jetzt mit dem Sturm und so weiter. Okay, das habe ich schon ein paar Mal gehabt. Nur dürfte es jetzt irgendwie in so, wie heißt denn das, der Schlauch vom Stromkabel, ne? Also nicht wie Stromkabel, Gott sei Dank, sondern in diesen Schlauch, wo man das Stromkabel verlegt. Da dürfte da das Wasser reinkommen sein und das ist seelenruhig, ist da literweise, hat sich das sozusagen verbreitet. Jetzt habe ich auf die Schnelle halt einmal das aufdunkt, was noch da war und das, was noch immer rausrinnt, da habe ich jetzt einen Kiwi drunter gestellt, weil es ist Pawlatschen. Da kann ich, außerdem, was soll ich denn sonst machen? Ich kann eh nichts tun. Das heißt, ja, ich hoffe, dass das irgendwann leer ist, der Träger, und dann muss man jetzt schauen. Wo diese Ursache liegt. Auf jeden Fall, das Ganze war jetzt noch die letzten 10 Minuten, sage ich jetzt einmal, vor der Pawlatschen, war ich jetzt ein bisschen, sagen wir mal, im Bedrängnis. Und darum habe ich gleich mit angefangen mit, mir raubt nichts mehr Ruhe. Ich meine, es hat schon etwas an meiner Ruhe gezerrt, aber ja, ich meine, wir sind ja Wiener. Weinviertel DRC, alte Lagen vom Graf aus Bullendorf. Weil eher guter Wein, aber das andere wie vergessen einkühlen. Heute schlicht und einfach, sonst hätte ich was anderes heute einmal zelebriert. Aber mit dem Wein ist ohnehin kein Schaden nicht. Weingut Graf Bullendorf. Jawohl. Weinviertel DRC. Alte Lagen aus dem Jahre 2023. So, das stellen wir da her, dass möglichst wenig Hitze zubekommt. Ich schneller trinken oder ich muss dann einkühlen dazwischen. Müssen wir schauen. Jedenfalls
Herzlich willkommen. Nichtsdestotrotz verzeiht mir diese kurze, wie soll ich sagen, Angebundenheit ja, jetzt einmal runterkommen. Das Depperte ist nämlich, weil am Mittwoch muss ich fahren und jetzt muss ich morgen schauen, was, wie, wo, wann wirklich ein Problem ist. Muss ich aufs Dach raufgreifen oder irgendwas, aber morgen wird es eh schöner. Da schaue ich mir das alles an. Und dann müssen wir halt, muss ich irgendwie was tun. Ne? Was auch immer. Jetzt einmal auf euch, meine Herrschaften, mit dem Wein. Schnapsal haben wir erledigt. War übrigens eine Mostviertler Speckbirn, ein Edelbrand. Jawohl. Jetzt der Prost. Ja, und diejenigen, die heute am Morgen mit dabei waren, die haben mitgekriegt, dass der Patrick da schon ordentlich bedient war. Ja, also. So ist das Leben, nicht wahr? Paul Hartmann ist da, Christi Gott, Fritzl Stadtglos, der Grand Seigneur ist da, habe ich die Ehre. Ludwig Sass, schöne Grüße aus dem Thunerfeld, bei uns zu Hause trocken, aber Rest rundum ist sehr schlimm. Ja, das glaube ich dir. Und Ludwig, ich glaube, du warst zumindest, glaube ich, in Bereitschaft, feuerwehrtechnisch, gell? Du bist sicher auch drauf gekommen. Naja, da spielt es an. Da kann ich 3 Kreuz schlagen. Ich meine, ich fürchte schon, der Baguettebon, ich weiß ja nicht, wie das austrocknet, aber das, was ich jetzt gesehen habe, weiß ich nicht. Wenn das austrocknet, na gut, dann haben wir Glück gehabt, war nicht. Braucht man einen neuen Boden. No. Statt ein Bagger. Nein, wird so schlimm nicht sein. Jedenfalls, wurscht, 1000-mal besser als so viele andere Haushalte, die wirklich mehr oder weniger vielleicht sogar das komplette Hab und Gut verloren haben jetzt durch das Unwetter. Also, können wir jetzt zufrieden sein. Alexander Hauser ist da, Christi Gott, jawohl, Michael Unger, Matthias Mariacha, Maber, Franz M., jawohl, haben wir schon gesagt, genug Strom vorhanden. Der Landtagsstürmer Markus ist am Start. Peter Prachtl, jawohl, Karin Albertine Pristernik, einmalig, Roland Spierk, haben wir schon gesagt. Der ist ja auf dem Weg nach Bad Leupersdorf, glaube ich. Mege Pemperten aus Luzern ist dabei. Christi Gott Mege. Franz Brandwein, wie gesagt. Freut mich voll, dass du wieder mal dabei bist. Susanne Moser ist da. Der Markus Pristonik. Die Pawlatschen lassen wir uns nicht nehmen. Schönen guten Abend. Zusammen auf leibende Pawlatschen. Jawohl. Ja. Manfred Kraft ist auch da. Heute wurde auch meine Chorprobe beim Männergesangsverein abgesagt. Daher ein lautstarkes Servus an euch alle. Pawlatschisti, einmalig. Christi Gott Manfred. Zwar schon, dass die Probe angesagt worden ist, aber wir freuen uns, dass du da bist. Momo M ist da, einmalig. Jawohl. Okay, bei Michael Unger ist von der Fischdosen der Hängel angerissen. Ja, du, wenn's läuft, dann läuft's. Thomas Faber aus Keifall. Haben wir noch wem da? Ja, Bravo Fritzl, oh je, Klaus. Das ist ganz laut sagen. Ja, ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Schönen guten Abend, sagt der Wolfgang. Komme bei der Polizei, mein E-Moped wurde entwendet. Na geh! Arschlöcher. Ich sag's ja, heute ist ein Tag. Ich meine, wenn der Henkel von der Fischdosen abreißt, ist es jetzt nicht so tragisch wie zum Beispiel der Raub und Diebstahl eines E-Mopeds. Und auch nicht so schlimm, muss ich auch ehrlich sagen, wie jetzt der Wasserschaden da unten. Aber es ist halt ein Tag heute. Ein Tag. Raffi ist da, Thomas Faber. Tritt jetzt am Ottergringer Kirchtag. Könnt ihr mir ein Lied singen? Also wir können nicht, wenn, dann kannst du ich werde mein Bestes tun. Ottergringer Kirchtag, ja. Schaut auch vom Wetter her ganz gut aus. Am Sonntag, den 22. Das müsste das, nein, 21, nein, jetzt am Sonntag. Sonntag 11 Uhr, Ottergringer Kirchtag. Jawohl. Ja genau, Fritzl, ich sollte meinen Urlaub abbrechen, vielleicht wird es wieder dann besser. Naja. Erst der Versuch war es wert. Franz Bratwein hat einen Wiener Klassik von Meier am Vorplatz. Das ist ja Meier am Vorplatz, sehr gutes Weingut. Helmut Zischka ist da. Servus aus Neuburg am Inn, in Passau. Liebe Grüße an alle und gute Besserung an Patrick. Jawohl. Ich glaube, er wird nicht einmal zuschauen. Ich glaube, der schlaft schon. Ich glaube, den hat es ordentlich erwischt. Der liegt schon in der Hapfen. Wolfgang hat sein Gösserbier rein, ist in Ordnung. Ist in Ordnung.
Jawohl. So, was Positives nach dem Ärger. Die Pawlatschen, leider ist der Pate krank. Ja, siehst du. Kaum was Positives. Hat er Scheine. Leider ist der Pate so. Aber ja, die Pawlatschen, die ziehen wir durch. Ein Wasserschaden ist so ziemlich das Schlimmste. Ja, es ist vor allem, ich weiß nicht recht, naja, jetzt schauen wir das morgen an. Es wird jetzt einmal, irgendwann muss ja dieser Schlauch leer sein, das gibt es ja sonst nicht. Aber da müssen sie Unmengen Wasser gesammelt haben. Weil es ist nur Tropf gegangen. Ich meine, ja, seit gestern halt, ne? Durchgehend. Und das ist dort quasi, wo mein Wasserwerk war. Das ist ja jetzt nicht mehr, weil ich das Gemeindewasser habe. Ich habe schon nämlich geglaubt, dass eben beim Wasseranschluss da irgendwas undicht ist, aber nein, es rinnt durch diesen Schlauch. Und jetzt muss ich schauen, aber natürlich wann zum Beispiel, naja, das ist jetzt der Heideflehhurstner, wenn zum Beispiel wenn das morgen immer noch rinnen würde, dann muss ich von irgendwo anders das Wasser kommen. Also auf das freue ich mich nicht. Freunde, das ist dann haben wir einen Schluck rein. Auf das freue ich mich wirklich nicht. Das kann ich morgen wieder herumschauen. Genießen den Sturm vom Distel aus Rotan. Brauer Franz M. Dann Mahlzeit. Guten Sturm. Jawohl. Der Michael Unger, der Patrick, ist auch mehr krank wie gesund. Ja, könnte man fast was glauben. Ja, also robust ist er nicht. Aber Hauptsache er wieder gesund. Das ist das Wichtigere. Nicht? Lieber oft ein bisschen krank als ordentlich. Nicht? Ja, so muss man das auch sehen. Markus Volker, guten Abend. Ich habe heute durch Zufall gesehen, der erste, bevor die Pawlatschen angefangen hat der Markus schon ein Schmattes reingehauen über B-Ball. Herzlichen Dank, Markus Volker. Ja. Schade in der Birnen, mit dem kann ich leben. Franz Brandwein, mit dem könnte er leichter umgehen. Genau, Alexander, so ein Flexschlauch. Genau. Aber das ist ein Wahnsinn. Das ist irre. Ich weiß nicht, wie viel Wasser. Und jetzt muss ich jetzt schauen, ob nicht da vielleicht irgendwo die Wasserleitung irgendwo anderweitig dann. Ich weiß ja gar nicht, wo die kann auch noch im Badezimmer dann sein, was anderes kann es gar nicht mehr sein. Aber das sieht man ja nicht von außen. Ja. Ich werde es morgen sehen oder vielleicht heute noch nach der Ratschen, wann der Schlauch leer ist. Aber auf jeden Fall hat es da schon ziemlich viel Wasser. Muss da gesammelt haben, weil gestern, das war sogar jetzt einmal bis zum Mittag war oder bis frühen Nachmittag war dieser massive Regen mit Sturm. Und jetzt da rinnt es noch immer ordentlich. Also entweder ist da so viel Wasser drinnen oder ich muss halt aufs Dachel schauen, aber ist sicher nichts. Ist ja finster auch und da ist rutschig und nass und der Wind, der Sturm geht. Ich bin ganz allein. Na, ich werde es schon lösen. Irgendwie das ist auch Wasser. Ein Wasser kann ja nicht so viel Schaden machen. Das ist ein Scheiß. Aber wie gesagt, trotzdem lieber mit der Kleinigkeit herumscheißen, als mit diesen großen Überflutungen, die da manche erleben mussten und müssen. Ein Wahnsinn. Jetzt was Schönes. Wenn man einen Bagger hätte. Jetzt war es schön, wenn man einen Bagger. Ja, richtig, Franz. Aber zu spät. Bis ich ihn kaufen kann. Wann ich ihn kaufen kann, weil bis ich das Motorrad verkauft habe, werde ich das Geld brauchen für den Boden wahrscheinlich. Läuft da hinten beim Ofen ein Ventilator. Ja, das ist so ein Ventilator. Der steht. Ich habe schon wieder vergessen, wie dieses Prinzip heißt. Das ist eine kanadische Erfindung, also nicht dieses Prinzip, aber diese Ventilatoren. Der steht auf einem Ofen und durch die Hitze, das ist ein eigenes Metall, eine eigene Metalllegierung, und durch den Temperaturunterschied produziert diese Legierung Strom, Elektrizität. Hat ein eigenes Prinzip, den Namen, wie gesagt, habe ich schon wieder vergessen. Und der Ventilator dreht sich dann. Also das ist, den stößt hin, brauchst du nicht einschalten, ausschalten, sondern das ist einfach mit der Hitze. Also der hat hinten so Kühlrippen und ich kann ihn jetzt nicht herholen, weil jetzt ist er brennheiß. Aber der hat so Kühlrippen und unten neben und da steht er auf der Hitze oben und durch diesen Temperaturunterschied wird ihm da Strom produziert. Ja. Jawohl. Fritzl Status, das Paket hat es aufgesagt, ja. Aber ich verstehe nicht, warum das noch immer rinnt. Da muss irgendwo, das kann ja nicht in dem Schlauch drin sein, da muss ja irgendwo, ich weiß nicht, aber das muss ich mir das Dachel anschauen. Aber
Das ist halt blöd. Der Walter Graf von Ara, ein Peltier, ja, das könnte sein. Das Peltier-Prinzip. Ja, nach Peltier. Das klingt für mich jetzt halbwegs vertraut. So ähnlich, ja. Ja. Danke, Walter, Graf von Ara, Weltklasse. So, jetzt spielen wir mal was mit zur Ruhe kommt. Das ist ein Wahnsinn, da rennt die ganze Zeit ein Wasser. Wo kommt das her? Das kann sie nicht gestern reingedruckt haben. Das muss irgendwo stehen. Da muss irgendwo ein See sein. Ja. Jetzt kann ich nicht nachschauen, jetzt ist es beim Latschen. So. Ein Scheiß auch schon zusammenspielen. Na, so geht's gleich gar nicht. Reset. Heute spießt den Herbst in deine Bahnen. Nebel auf der Brust und auf der Welt. Herbst ist ziemlich oft für uns Araner zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Bladeln tanzen durch die Hasener Straßen und Papierl hol's nur kein Geld. Die Liebespaare haben die Park verlassen zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Ibenplatz, Liebertstal, stachend alter Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnermarkt und der Rebfallbad, das Leben, das liegt beieinander. Wer am Markt der Standel hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kuchel geht am Gang. Muttern sagen Geborgenheit, haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kannst du verlieren. Beiseln von der Traurigkeit und Parkplätze zum Sinnieren. Kinder spielen im Straßenstaub, Räuber und Chantal. Trotzdem bin ich, wie ich glaub, doch nur da daheim. Die kleinen Madeln tragen jetzt dicke Socken und überm Kopf ein schwarzes Regenzelt. Der Wind fährt einer durch die Locken zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Den Galiziberg siehst du durch einen Schleier, alles ist verkühlt an jeder Böd. An die Rauchfänge merkst sie machen Feier zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Ibenplatz, Liebertstal, stachend alter Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnermarkt und der Rebfallbad, das Leben, das liegt beieinander. Wer am Markt der Standel hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kuchel geht am Gang. Muttern so Geborgenheit haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kannst du dich verlieren. Beiseln von der Traurigkeit und Parkplätze zum Sinnieren. Kinder spielen im Straßenstaub, Räuber und Chantal. Trotzdem bin ich, wie ich glaub, doch nur da daheim. Zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Ja, schau dir was an. Schau das an, Grüße 1220 ist da, grüß dich gut. Jawohl. Peltier, das ist schon die Achtel, danke geschehen. Die Achtel von einer, danke geschehen. Einmalig. Thomas Faber ist gut. Was singt sie am 22.09.? Beim Otteringer Kirchtag? Ich habe keine Ahnung, was wir dort singen. Das werden wir dann dort entscheiden. Wir haben das nie vorbereitet. In dem Sinn, die einzige große Ausnahme war heuer beim Tschauner das 30-jährige Bühnenjubiläum, da haben wir ein Setlist gehabt, aber sonst nicht. Sehr zum Wohl, meine Herrschaften. Ein gutes Trepferl.
Da war ein kleines Salätl und da ein Blumenbeetl. Und da hast den Feigerln in die Augen geschaut. Da war ein Werkzeugkittel und da ein Düngemittel. Und in das Hittel hat der Bagger reingehauen. Da war ein kleines Bergerl und drauf ein Gartenzwergerl und da hast zum ersten Mal die Masen gelockt. Da war ein Fliederstammerl und da ein Kirschenbaumerl. Doch die letzten Kirschen haben dann schon die anderen brockt. Wir haben's mein Schrebergarten genommen mit alle Bahn. Wegen was brauch ich jetzt noch einen Sommer bei mir daheim? Wenn ich auf die Gassen schau, schaut all das grau und staubig aus. Ob jetzt die Sonne scheint oder Regentropfen fallen, den blauen Himmel sehen hast eben ehrlich keine Chance. Die Bäume haben so gelesen, doch wer wird den Himmel zahlen? Drum warte ich nimmer auf den Sommer, nein, nicht im Traum. Wir haben's mein Schrebergarten genommen mit alle Bäumen. Jetzt stehen auf der Plantagen bei 21 Etagen. Die Masen und die Amseln sind zum Friedhof geflogen. Dort sitzen sie in den Bäumen und ich tät nix versammelt. Es war besser, wenn ich nur gleich mit einer gezogen. Wir haben's mein Schrebergarten genommen mit alle Bäumen. Wegen was brauch ich jetzt noch einen Sommer bei mir daheim? Wenn ich auf die Gassen schau, schaut alles grau und staubig aus. Ob jetzt die Sonne scheint oder Regentropfen fallen, den blauen Himmel sehen hast eben ehrlich keine Chance. Die Bäume haben so gelesen, doch wer wird den Himmel zahlen? Drum wart ich nimmer auf den Sommer, nein, nicht im Traum. Wir haben's mein Schrebergarten genommen mit alle Bäumen. Ein weiterer Hodener, eine Weltklasse-Nummer vom Karl Hodener, wie ich der Meinung bin, wie so viele. Die Achtel von den Dankeschön, was so ähnlich wie im Lied schaut es jetzt bei mir im Garten aus. Haus wird angerissen. Ah ja, klar, genau. Aber es kommt ja ein extra auf natürlich. Der Sonnemann hat ja neue Hitten drauf. Wolfgang sagt, Gänsehaut pur. Ja, super, danke dir schön. Der Mundl hat das Lied die ganze Nacht lang gespielt. Ja, am Balkon im Ding. Ja, Weltszene. Wie er da am Balkon die spielt und dazu redet und mitsingt. Und irgendeiner schreit um mich. Da leise irgendwas. Und super. Natürlich eine adäquate Antwort vom Mundl. Retour. Ja. Ich danke euch schön. Ja, kleinen Schluck nehmen. Schönen guten Abend, KTM Junkie. Grüß dich gut. Habe die Ehre. Ja. Nein, ich hab das Wasser. Ich sage euch, das lässt mir keine Ruhe. Also, das ist wirklich deppert, wenn du weißt, wo eine Ursache ist, dann kann man leichter reagieren. Aber wenn du erst suchen musst, das wird schwierig. Naja, ich bin noch nicht entspannt. Ihr merkt das. Ihr merkt das, aber ich werde schon entspannt werden. Spielen wir gleich ein fröhliches Lied. Ich bringe mich um. Ich hab genug. Das war jetzt was, gell? Heute träume ich heim. Das war jetzt noch ein Lied, aber das kann ich nicht auswendig. Bringe ich nicht hin. Das bringe ich nicht hin. Aber mein Gott, nein. Was soll man machen? Was reißen wir auf, Freunde? Was reißen wir auf? Ich sag, es war eigentlich so eine leibende Geschichte, so ein leibender Nachmittag, der Roland zu Besuch. Super geplaudert. Dann Schmäh geführt. Und dann herrlich, Zeit noch ganz entspannt, habe ich das alles hergekriegt da herum. Nochmal Feier in den Holz nachgelegt, hat alles passt und dann entdecke ich dieses Wasserdesaster. Und seitdem habe ich noch nicht meinen Flow gefunden. Ed von Schleck, Servus benannt, jawohl.
Das Testament vom Tanzer. Ja, das ist nicht wirklich. Grüß euch aus dem verregneten Ingolstadt, zum Glück bei uns keine Hochwassergefahr. Ulrich, habe die Ehre. Soll ich spielen in Tanzer? Ich bring mich ich hab genug. Die ganze Steuerzahlerei ist ein Betrug. Ich bring mich ich mach ein End. Doch vorher schreibe ich noch ganz geschwind mein Testament. Mein Hirn, das kriegt die Polizei, weil die hat kann's und die nimmt es sicher gleich. Mein Körper schenke ich der Medizin und nur mein Arschloch kriegt's Finanzamt Wien. No? Ein heiteres Lied. Warte, jetzt muss ich da schauen. Ich bin da nichts vorbereitet. Komm mal, da so, weil das Sessel ist so niedrig, aber das kann ich auch herstellen. Jetzt muss ich probieren, ob das leibender ist. Weil der Sessel ist so niedrig. Ja, ich glaube, das ist besser. Jetzt, Freunde, jetzt schon langsam. Schon langsam komme ich fort. Den Kasperl werden wir wegsperren, da können wir so einen Viertag länger spielen. Ja, genau. Ah ja, glaubst du, ist wieder der Kasperl nach uns? War schon wieder Gaude. Ja. Hab genug, die Tanzer Steuerzahlerei ist ein bisschen. Achso, den Text schreibt er auf. Na, bravo. Bravo, Wolfgang. Text habe ich weggewusst. Ja. Ja, der Fritzl kann ein Lied davon singen. Ja, also ich hoffe, dass ich das irgendwie. Bantaré, der Franz Brandwein. Alles fließt, nur der Flow fließt leider nicht. Ja. Na gut, man kann sagen, es fließt bei mir genug Wasser irgendwie da rein. Das Einzige wäre vielleicht dazwischen dann einmal schauen, ob der Kiwi schon voll ist. Das ist eventuell. Unimaster ist da, jawohl, grüß euch 16, ein guten Abend, jawohl. Es gibt jetzt nur noch das Finanzamt Österreich. Matthias Mariacher, ein Klugscheißer. Finanzamt Österreich, jawohl. Ja, letztes Jahr war der Kasperl krank am Viertag, heuer werden wir schauen. Ja, werden wir schauen. Ob er überhaupt vorgesehen ist. Wie ich glaube, hat der Vater mich oft geführt ins Kasperltheater und mit großen Augen sah, Wurstels Lebensweg ich da, wie er seinem Weiberl schmeichelt, wie er das weiße Hasel streichelt. Dann erschlagt er seine Frau. Warum? Das weiß ich nicht genau. Das sind bitterböse Geschichten, doch der Wurstel kann sie's richten, der mit Tod und Teufel rafft, bis ihm die Polizei verhafft. Wird das Krokodil gefährlich, ausgehen tut sich alles herrlich, und ins Büchsel kommt zum Schluss der berühmte Obolus. Da sagt mir der Vater, ich will dir fürs Leben einen Rat, den's verstehen wirst, bis du älter wirst geben. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner erschlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder war so. Und hat ihm der Teufel mit Hammer am Schädel, dem Wurstelgeschicht nix und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus. Schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt aus. Er kann wie der Wiener eine Menge vertrauen. Aber eins kann man nicht, den Wurstel, der Schlag. Wieder ging ich in den Prater und wieder suchte ich's Kasperltheater. Doch zerschlagen und verbrannt war mein Kindermärchenland. Als der Abend der Mond beschienen, sank auf Trümmer und Ruinen. Und die Uhr schlug Mitternacht, da ist der Bruder aufgewacht. Wieder erd mir Lärm und Gerochen, durch die Grotten fährt der Drochen, Riesenradl, Ringelspül oder Straß im Gewühl. Kalafati majestätisch kommt und grüßt ganz gravitätisch. Und es fängt zum Geistern an, wirklich in der Geisterbahn. Da sagt mir der Wurstel, ich bin noch nicht hin.
Ich bin ewig, so ewig, wie mein ewiges Wien. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder war Sohn. Und hat ihm der Teufel mit dem Hammer am Schädel. Die Wurstelgeschichte nix und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus. Schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener eine Menge vertrauen. Aber eins kann man nicht, den Wurstel da schlagen. Für den Wurstel. Als Vorband vom Kasperl obliegt es uns, den Wurstel zu besingen. Achtel von eine, danke schön. Hey Molek. Jawohl. Bei uns jetzt auch das Wasser beim Rauchfang nicht. Ja, bei mir auch kein Tempjunkie. Das ist aber ein anderer Wasserfleck. Das ist eine andere Baustelle. Das ist auch da. Da ist aber jetzt da noch der Wasserfleck, der jetzt natürlich trockener wird. Ich muss noch schauen, wo natürlich das Problem war. Aber das ist halt wieder. Also ja, in Summe muss ich jetzt dann schon ein paar Sachen morgen nachschauen. Mittwoch muss ich reinfahren. Ja. Ein Wahnsinn. Aber auf jeden Fall, ja, ist natürlich arg. Ja. Büdel ist heute auch gut, ja. Ulrich, na klar, es ist natürlich, es fällt ja der Stream mit Patrick quasi weg. Ne? Und ich streame jetzt ja nur natürlich auf YouTube. Und nicht auch noch auf Facebook. So. Andreas Hirt ist da, grüß dich Gott, leider solo, auch sehr virtuos, alles Gute, aber auch sehr schön. Melancholisch, danke sehr. Ich danke dafür mal an Andreas Hirt. Wolfgang sagt, was? Laut Programm seid ihr um 11 Uhr am Sonntag dran, danach kommt Honky Tonk Barfleiß. Na gut, dann ist Leiwand. Dann ist Leiwand. Sonst gescheiter wurden Kasperl ums Haus lassen. Honky Tonk Barfleiß. Ja, das war früher auch so. Da haben wir einen Frühschoppen gespielt und dann nach uns um 1 war meistens eine Rock'n'Roll-Partie. Und das war einfach leibend. Also weil da waren die Leute schon da, die waren jetzt auch ein bisschen vom Wiener Lied, alles leibend, alles super. Und dann ist die Musik weitergegangen und man ist halt stehen geblieben dann dort. Ne? Das war, also auf jeden Fall, ja, danke Wolfgang fürs Nachschauen. Absolut leibend. Absolut leibend. Ja, die Achtel, danke schön. Danke euch vielmals. So, austrinken, nachschinken. Muss ich für 2 auch trinken jetzt da. Es ist ein Wahnsinn. Hase ist auch da herin. Aber ich meine, ohne Ofen ist es kalt, ne? Ich glaube, nachlegen werden wir müssen. Oder vielleicht ein Scheidel dann. Vielleicht lege ich ein Scheidel noch eine. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Jedenfalls, in Herrn Neues geht die Uhr schon richtig. Immer Wasser aufgenommen, aber kein Glas fürs Wasser. Naja, nicht so wichtig. Überschätzt. Auf jeden Fall haben wir ein paar Ideen. Wir haben ein paar Ideen, auch schon für nächstes Jahr, der Patrick und ich. Und wie so oft müssen wir schauen, was wir davon dann umsetzen. Können, wollen, sollen und dürfen. Aber es könnte leibend werden. Wenn das durchgeht, was wir vorhaben, könnte es wirklich leibend werden. Und vielleicht, wenn wir das besprechen, wenn wir das ansprechen, was ihr von der Idee haltet, dann in der Morgensendung. Wer Interesse hat und Zeit hat, natürlich auch um 9 in der Früh, Montag bis Freitag, auf dem anderen YouTube-Kanal, nämlich 16er Burm Insights, so heißt der. Dort machen wir quasi den Talk, wie man so sagt. Und da plaudern wir immer über dieses und jenes. Und da gibt es dann auch immer wieder auch so ein bisschen so News oder ein paar Ideen oder Hintergründe und Gedanken aus unseren Gehirnen. Schlimm genug, könnt ihr mir glauben. Manchmal ist aber auch was Gescheites dabei, was wir reden, aber auf jeden Fall, es gab da ein paar gute Ideen für nächstes Jahr auch schon. Kommt jetzt die Motorrad. Naja, jetzt, wenn ich mein Motorrad verkaufe, wo ich dann nur mehr die Manke habe, ist das eine schwache Geschichte. Aber es ist natürlich der Gedanke Motorrad schon wieder eingeschlafen. Gell? Matthias Mariacher bringt es wieder auf den Punkt.
Die Motorrudka. Wobei jetzt hätte es noch mehr geholt. Und die stärkste Maschine, die bei den 16 beim vorhanden ist, ein 125er ist. Noch ist es ein 650er, aber die werde ich hoffentlich bald verkaufen. Schöne Grüße an mein Weiberl, sie schaut auf ihren PC. Bravo, bravo. Gefreut mich. Kleinen Schluck drauf. Nein, ich kann es euch ja sagen, es ist ja wurscht. Es ist ja nur mehr eine Idee, die wir vielleicht zu einem Projekt ausbaldowern können. Und ich bin keiner, das werden auch schon manche von euch mitgekriegt haben, der Geheimnisse, also geheim, wenn man einer ein Geheimnis anvertraut, das bleibt geheim. Aber ich bin einer, bei mir sitzt mein Hirn ein bisschen auf der Zunge. Und dann erzähle ich gern von diesen Ideen. Und im Prinzip, man haut ja nichts zusammen. Man bekommt höchstens Input von euch. Und wenn einer die Idee stiehlt, ist auch gut. So exklusiv ist die Idee nicht, dass es nicht wer andere auch umsetzen könnte. Was sagt der Franz Brandt, weil Motorradfahren ist gesund? Da will er nicht so oft krank sein. Ja, siehst du an mir, ne? Ich bin auch fit, ne? Wie ein Turnschuh. Ja, weil das Wasser rundherum ist. Na gut, zurück zur Idee. Ich habe zum Patrick gesagt, ich habe eine Idee. Wir könnten ja wieder mal auf der Straße spielen, wie wir es schon einstmals getan haben. Und da sage ich jetzt her, und du weißt weil da braucht man die Genehmigung oder irgendwas, und wir müssen schauen, wie wir das machen nächstes Jahr, dass wir da spielen können am Graben, ne, zum Beispiel, der Best sein. Dort haben wir früher auch gespielt. Und der Patrick hat nachgeschaut und hat gesagt, erst, wir haben ja auf der Straße einmal gespielt, und zwar war das exakt vor 25 Jahren. Also nächstes Jahr. Nächstes Jahr, vor 25 Jahren, haben wir einen Sommer auf der Straße gespielt, gemeinsam mit Franz Schuch. Gott habe ihm selig, ist schon gestorben, ein Drehorgelspieler. Mit dem haben wir da aufgespielt. Das war ein mörderisch leibender Sommer. Also ein irrsinnig leibender Sommer. Wir haben das ganze Geld, was wir da eingenommen haben, sofort im Wirtshaus umgesetzt. Also wirklich direkt. Und ich weiß nicht, wie ich eigentlich in dem Sommer Geld verdient habe, aber es war unglaublich leibend. Es war eine super schöne Erinnerung und auf jeden Fall haben wir gesagt, das trifft sich ja perfekt. Nicht? Und jetzt haben wir gesagt, du, wenn, dann müssen wir das schon ordentlich aufziehen. Also wie gesagt, man braucht natürlich da die entsprechenden administrativen, bürokratischen Zulassungen dazu und dann geht man das machen, aber ich stelle mir das leibend vor. Stellt euch vor, die 16er Buben spielen im Sommer, oder was weiß ich jetzt, ich sage jetzt einmal vom Juni bis September, nicht jeden Tag oder jede Woche, aber halt doch dann häufiger am Graben bei der Best sein. Oder halt in Wien, in der Innenstadt, wie auch immer, dort irgendwo, wo es geht. Was haltet ihr von der Idee? Es würde mich jetzt wirklich interessieren, was ihr dazu sagt. Ja? Ja, ich habe heuer meine erste Ausfahrt am 2. September gemacht. Jetzt geht es mir wieder besser. Franz Breitl, du bist aber auch hinten noch ordentlich. Ich habe noch gesagt, im August, ja, der September ist die schönere Motorradzeit. Nicht? Schau ja aus. Denk mal, was glaube ich nicht. Siehst du, wenn die Werkstatt schauen, ob nicht dort auch was irgendwo eine Rind. Das war was. Da sieht man die echten Raucher. Bravo, Wolfgang. Für den Franz. Na, wie gesagt, das würde mich interessieren. Schreibt das rein, was ihr da verhaltet. 16 Buben on the street, quasi. Selbstverständlich begleitet mit Social Media, ist eh ganz klar. Und, haben wir auch schon, das war ja auch leibend, mit direkt einen Livestream von dort. Kamera aufstellen, da gibt es was die GoPro zum Beispiel, kann ja auch direkt live gehen. Was mit dem Handy da mit dem Hotspot. Und spielen tut man immer, ich glaube, man darf immer maximal 2 Stunden spielen. Ja. Lass dich 2 Stunden live mitrennen, gehst zum Wirten, lass da mitrennen. Nach der Mittagspause spielst du noch mal 2 Stunden, lass da mitrennen, das war doch was. Sag, ja, das ist doch eine gute Idee, sagt der Fritzl. Gute Idee, in die Leute rein. Unimaster, ja, meine Idee war ja zu sagen, quasi das Motto, das Wienerlied zurück ins Herzen Wiens, in die Stadt rein. Bei der Best sein, jawohl. Super Idee, sagt der Franz M.
Genau, vom 2. bis 5. September 1700 Kilometer. Das war notwendig. Na gut, du hast aber einiges aufgeholt in die 3 Tage. 16er Straßenmusikanten, Back to the Roots. Ja, ich meine, Roots war natürlich übertrieben, weil wir haben einen Sommer mal gespielt. Das hat uns einfach taugt und der Schuchfranzl, der Drehorgler, der hat regelmäßig auf der Straße gespielt. Und das war mir ein lieber Freund und irgendwie haben wir dann gesagt, ja, das war doch lustig, das machen wir mal. Und so hat sich das ergeben, aber es war wirklich leibend. Die Paparazzi geben Geleitschutz. Nicht klar, wenn man das natürlich dann so kundtut, Social Media mäßig, ne, da kommen vielleicht auch so Leute dazu. Ne? Das wäre eine super Idee, sagt der Helmut Zischka. Wir würden auch sogar vom Passau kommen, jawohl. Ja, Idee von Onze Street gefällt mir gut. Grüße. Ja. Wie gesagt, also jetzt hängt, also die von uns, das haben wir schon festgestellt, die Idee ist fix. Jetzt hängt es natürlich nur an der Sache, dass wir es auch dürfen. Ne? Der Patrick hat dann gemeint, das ist ja wurscht. Da spielen wir so und wenn die Kiewerei kommt, rennen wir weg. Habe ich gesagt, Patrick, bis du aufgestanden bist, Alter, so langsame Kiewerei gibt es gar nicht. Und außerdem, ich sag, du mit deiner Gichtzeichen, das ist nichts. Das ist nichts. Da brauchen wir schon die Erlaubnis dazu. Und jetzt müssen wir jetzt schauen. Und eventuell, dass wir auch wirklich das gleich größer aufziehen als sozusagen als Projekt, als Kulturprojekt, dass wir vielleicht sogar da, ich weiß nicht, Förderung kriegen, keine Ahnung. Muss man erst schauen, wie das geht. Ein Medienpartner oder wie man das alles so sagt. Hat mir alles heute schon auf die Idee gebracht, der Rolandsberg. Und da werden wir schauen, ob da was geht und wie das geht und im äußersten Fall schauen wir, dass wir die Genehmigung kriegen, eine Ausnahmegenehmigung. Also diese offizielle Platzkarten, was es da gibt, das sehe ich nicht, da stelle ich mich nicht an und schaue gar nicht, dass ich die kriege oder sonst was. Da bin ich wirklich jetzt gut, außerdem, das kenne ich ja schon, wie das ist und man kann ja eine Ausnahmeregelung bekommen und ganz ehrlich, wenn ich Wiener Lieder in Wien auf der Straße spielen will und da keine Ausnahmegenehmigung bekomme für eine gewisse Zeit, dann weiß ich auch nicht. Aber dann wissen wir das wenigstens auch. Wir hoffen auf gutes Wetter, sonst gute Idee. Naja, Alexander Hauser, gut, ich meine, da hätten wir ja schon eine längere Bandbreite. Also ich sage jetzt wirklich so von Juni bis September. Ne? Das sagst du in der Zeit immer wieder halt. Super Idee, sagt der Raffi. Am Graben wäre super, ich schicke dir bei jeder Runde vor der Achtel. Jawohl, Franz Brandwein, das ist eh. Weil ich weiß gar nicht, ob bei der Albertina man dort spielen darf, aber ich glaube nicht, da gibt es keine. Aber schauen wir mal. Vielleicht machen wir mal so eine Geschichte mit Fiaker. Dann rede ich mit dir. Aber das muss gefördert sein, aber da muss natürlich auch für den Herrn Leibfiaker Franz Brandwein schon auch natürlich der guten Ruin, weil sonst hat das keinen Sinn. Aber das war vielleicht auch eine Idee. Wenn ihr die Bestsäule macht, hol ich die Susanne Moser und bring sie wieder. Was? Wenn ihr die Bestsäule macht, hol ich die Susanne Moser und bring sie wieder. Also du holst das her und bringst es wieder heim, meinst du? Ja, hinter der Oper singen sie doch eh immer. Hinter der Oper, wirklich? War mir noch nie aufgefallen. Auf der Kärntner Straße, oder? Na, hinter der Oper, da ist es Sacher. Hinter der Oper ist es Sacher. Da habe ich noch nie Musikanten gesehen. Wirklich wahr, da spielen Musiker. Na, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, das schauen wir uns an. Aber die Idee, eine Förderung in Wien, Scherzkipferl. Hey, Luke, ich taugt das schon. Wird klasse, Kommentar, leider nicht einmal nicht einmal so falsch, fürchte ich, aber du, aber man muss halt schauen, nicht, was geht. Bei der Albertina darf es natürlich nur malen, sagt der Matthias Mariach. Ja. Beim Brunnen, wirklich wahr? Da mir noch nie aufgefallen, aber ja. Naja, aber das ist mir zu banal, das Publikum dort. Ja. Nein, wenn, dann. Aber es war damals haben wir gespielt am Graum. Damals haben wir gespielt am Graum. Hinten neben die Fiaker stehen, wird eine Kassen. Damals das Geschäft gibt es ja, glaube ich, jetzt nicht mehr. Dort haben wir viel gespielt. Mit diesem orangenen Vordachel, Sonnenschutztachel. Dort haben wir viel gespielt und eben bei der Bestsäule direkt. Ja.
Also das sind die, die sagen wollen, ich war an der Oper. Ja, das ist aber gut. Das spielen wir auch dort ein Lied. Ich komme, oder kannst du sagen, nein, ich komme gerade von einem Auftritt an der Oper. Einmalig. Das wäre super Idee, Susanne Moser ist dabei. Die Förderung bekommst du von den Pavlaciste. Jawohl, Wolfgang, einmalig. Nein, irgendwie so ein bisschen werden wir schon schauen, dass es ein bisschen eine Projektidee ist und zumindest eine mediale Geschichte. Wir wollen das jetzt schon auch im Zuge, wie soll ich sagen, der Wiener Liedförderung auch stellen, dass wir sagen, na, wir bringen das wieder. Und das weiß ich ja von damals auch. Ich meine, das kannst du dir vorstellen, wenn man als Straßenmusiker jetzt am Graben sitzt oder steht, mit denen sitzen natürlich, mit Kontragitarre, Knepfharmonik und Wiener, also sowohl die Touristen bleiben stehen und geben sie das, weil das siehst du nirgends. Das ist ja dann der Unterschied zu San Francisco, Madrid, Budapest und wie sie alle heißen, die Städte. Das gab es halt nur in Wien. Und das ist einmal das eine. Und die Werner selber, die bleiben sowieso stehen und sie denken, Alter, dass das noch gibt. Also insofern, ich glaube schon, dass das grundsätzlich ein Erfolg wäre im Sinne von Spaß, Freude, ein bisschen was denen sie reinhauen auch. Also ich glaube, es war dieser finanziell nicht ein massiver Rückschlag. Und natürlich müsste man das schon ganz gewaltig mit Social Media und also mit allen modernen Mitteln natürlich auch begleiten. Aber wie genau und was genau, natürlich, so weit bin ich noch nicht. Aber sonst eine gute Idee, sagt der Luke. Jawohl, eine Alternative zu den anderen Geigern und Opernsängerinnen. Ne? Ich glaube ja. Ja, da freut sich wer an der Oper. Helmut Zischka, warum nicht beim Steffel, dass er runterschauen kann? Ja, genau. Ja, dort beim Steffel direkt, ich glaube bei der Kirche darfst du nicht, da musst du einen gewissen Abstand halten. Und dann ist es so, dass dort schon wieder fast zu viel los ist. Also da ist viel da schauen die Leute eher das Wegkommen. Also das war so von früher. Nicht? Am Stephansplatz selber, also dort, wo das hektische Treiben ist, da sind wahnsinnig viele Leute und die schauen das Weiterkommen, das Wegkommen, weil da so viele Leute sind. Und am Graum ist dann schon ein bisschen aufgeteilt. Ja, ein Wiener Lied Flashmob, KTM-Junkie, jawohl. Ja, der Wolfgang sagt auch, sogenannter Flashmob. Vielleicht wird das was mit Fiaker im Zentralfriedhof. Ja. Da habe ich eine andere Idee, ja. Im Zuge der Wiener Festwochen von dem Jahr. Ja, ich glaube, für das sind wir auf jeden Fall schon zu spät, 100%. Ich bin sicher, dass das Programm für die Festwochen nächstes Jahr, das ist sicher schon, steht fest. Aber ja, was weiß man? Ich muss ja dann auch schauen, was der ist. Ich muss ja dann schauen, wem kennst, wen kannst du auch reden. Anders geht ja das dann nirgends. Nicht? Du musst halt schauen, wie wer zuständig für was ist. Und das ist halt noch ein bisschen Aufwand. Aber grundsätzlich ist ja wurscht, also zumindest, dass wir eine Genehmigung kriegen. Das werden wir schon schauen. Aber eben auch so Projekte, wenn man ein Kulturprojekt einreicht und man weiß, wo man es einreicht und mit welchen Namen man arbeiten muss, dann vielleicht könnte ja was gehen. Letzte Woche haben wir darüber geredet. Mit Fiaker am Zentralfriedhof. Ja, irgendwas haben wir da geredet. Mit Fiaker im Zentralfriedhof. Ja. Was mich da halt immer anschreckt bei diesen Dingen, ist immer so diese, was für jeden Schmorner eine Genehmigung brauchst. Ja. Kultursommer Wien, du, Luke, tatsächlich Kultursommer Wien, da habe ich mal so einen Link gekriegt. Da kann man sich bewerben und ich habe mir gedacht, naja, wir haben schon einmal gespielt dort. Habe mich beworben und wir sind aber abgelehnt worden. Der Kultursommer Wien hat uns abgelehnt, ohne Begründung. Mir war die Begründung auch nicht wichtig, weil man dachte, na gut, dann geht's scheißen. Was, dann halt nicht. Ich meine, ich kann ohne Kultursommer auch leben. Schade halt, nicht? Aber das ist natürlich die Kultur in Wien, also mit der eigenen Kultur, da hadern sie ein bisschen. Aber wie gesagt, Kultursommer Wien, aber die haben ja eigene Konzerte, also die sind da weniger für außenstehende Projekte offen, das weiß ich. Und wie gesagt, die haben uns ja abgelehnt, also die wollen uns ja nicht, also kriegen sie uns ja nicht. So einfach ist das. Ja, wahrscheinlich haben sie nicht gewusst, was da machen. Zumal wir schon mal gespielt haben dort, aber ja. Vielleicht waren wir nicht Steyr, kann auch sein. Kann auch sein. Uns auch. Haben sie uns auch abgelehnt, oder was? Geil. Naja, das ist. Los, ja, weißt du, was soll man sagen? Was soll man sagen? So, was wollen wir jetzt spielen?
der Steffi wieder wie? Das kann ich leider nicht. Sie hat jetzt gern gespielt. Was machen wir denn? Was reißen wir denn an? Ich stehe noch ein bisschen. Weil ein paar Gehirnzellen bicken immer noch da unten beim Wasser. Glaubt's mir, das ist ein Wahnsinn. Was reißen wir? Was reißen wir? Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin da gern, weil mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rind dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine heilige Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg. Transit wird noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl, das mir allein nicht kehrt, dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trepferl Wein. Ich sitz auf der Wiesen, ein Großalm im Meer, die Bock sind zerrissen, ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Nasen herum, ein Fink frisst ein Fliegen, aber ich pfeife nicht drum. An der Arbeit denk ich nicht einmal mehr in Traum, ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Kommt der schönste Händel am Waldweg daher, ja, da spring ich vor Freude, weil was brauch ich schon mehr? Zwei Eigeln schauen fest in die meinen hinein, als sagen sie möchte deinige sein, aber noch ein paar Bussel, sag ich geh schon heim, ich bin aber frei wie ein Vogel am Baum.
Und steht eines Tages der Winter vor mir, sagt Klase, du Gauner, geh her da zu mir, da mach ich noch einmal die Augen fest zu, sich wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen im Grünen, da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Aber. Jawohl, Ludwig Saas ist völlig hin. Verständlicherweise, schön, dass du dabei warst. Liebe Grüße an deine Holde. Schlaf gut, pfiat gut. Satschmo, ja. Klaus bringt sich langsam fort. Ja, wenn wir gleich noch 8 schenken, da was weitergeht. So einen Text kann man nicht vergessen. Bravo, Maggie, ganz genau. Der Ofen verdunkelt sich, sagt der Frau. Ja, auch Scheidel, wenn ich noch eine habe. Ja, Brunnermarkt, ja. Naja, da gibt es so Sachen. Dass ein Klaus zum Dudeln anfängt, nein, glaube ich nicht. Zum Dudeln wäre ich nicht anfangen. Aber, Freunde, bevor ich. Nein, jetzt lege ich mich nach. So, ein Scheitel. Oh, jetzt. Punkt 1. Punkt 2, trinke ich aus. Punkt 2. Was trinken. Punkt 3, schenke noch. So. Bravo, bravissimo, Helmut Zischke, danke schön. Der Flo ist schon im Anrollen, ja, schon langsam. Gebt zwar noch 2 Bouton. Dann wird es schon werden. Ja. Hier spielt der Text nicht immer die entscheidende Rolle. Bravo, Maggie. Du hast recht. So, Punkt 3. Punkt 4, nochmal einen kleinen Schluckerl nehmen. Sehr zum Wohle. Und Punkt 5, meine Herrschaften, kurzes Intermezzo, weil ich bin ja auch nur ein Mensch, aber ich bin ja vorbereitet schon her. Sie kennt alle, die jemals am Friedhof dort waren. Künstler und Hackler, Generaldirektoren. Jeder tut sie freundlich grüßen, egal ob's groß oder klein ist. Dafür hat man ihr was ins Kerbel rein, bei der Zenzi, da kehrt man gerne. Mein Schatzerl ist a Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, der Schürzel blau, ja mein Zinse, a Stadtlau. Sie kennt alle die Mitteln, die sie im Fernsehen bewähren. Duftende Hackle und Co., sie hat's gern. Fröhlich tut sie Häsel putzen, man will sie ja schließlich benutzen. Dafür hat man ihr was ins Kerbel rein, bei der Zenzi kehrt man gerne. Auf geht's! Mein Schatzerl ist a Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, der Schürzel blau, ja mein Zinse, a Stadtlau. Mein Schatzerl ist a Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Hand
Schuche, das Schürzel blau, ja, mit Sense, Stadtland. So, ich bin schon wieder da. Danke, Schiff, fürs Warten. So, weil ich mir es natürlich nicht nehmen lassen, jetzt auch gleich bei der Gelegenheit nochmal runterzuschauen. Ich habe den Kiwi mal ausgeladen. Jetzt, das rinnt noch immer. Das rinnt noch immer. Und das weiß ich nicht, das gibt es ja nicht, aber ich weiß ja nicht, wo da ein Wasserrädel war, was da. Naja. Ja, das ist halt schwierig. Ja. Das bin ich außer Atem auch. Irgendwann muss der Kork auch wieder raus. Von der Konserve gingen die Stimmen ganz unwirklich. Ja, gell, das ist ein Wahnsinn eigentlich. Ja, das stimmt. Jawohl. Einmalig. Einmalig, ich danke euch schön auf jeden Fall. So, jetzt sind wir wieder da. Sehr zum Wohl. Was reißen wir jetzt an? Was reißen wir jetzt an? Klaus, du hast morgen viel Arbeit, ja. Eindeutig. Hochhofen, mein Freund, ist auch da. Grüß dich Gott. Genial. Wer was fürs Fernsehen? Was, Franz M.? Was wäre was fürs Fernsehen? Mit der Wünschelroute vielleicht findest du das. Naja, das. Aber, ich weiß nicht. Wir sind gespannt, woher das Wasser kommt. Ja, das frage ich mich. Aber, ich meine, der Uli ist nicht, aber sag ich mal, das ist ja, ich müsste ja, also auch wenn es nur so wenig Wasser, wenn es jetzt von der Wasserleitung wäre, müsste ich ja das eigentlich an der Wasseruhr sehen, oder? Ist das schon, sieht man das oder ist das zu wenig? Der Bach geht ans Netz, ja. Ja, aber hier kommt das Wasser. Das ist wirklich ein Mirakel, ein Mirakel. Muss ich echt sagen. Wirklich wahr. So wie ein Kiwi ausgeladen. Nee, aber das ist ja Wahnsinn, weil so kann ich nicht einmal. Das geht halt, muss ich dann Nacht aufstehen und den Kiwi wechseln. Fernsehen, die WC-Einschaltung. Ja, das war statt der Werbung, das geht jeder aufs Häusl, was so ist. Ne? Ja, na gut, bitteschön. Nächstes Lied. In Mopitz da. Bring ich den hin. Ich warte noch. Ich bin noch zu unentspannt. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin noch zu unentspannt. Ja, es ist ein Wahnsinn. Die Wiener Musik hat viele Lieder, nur wenige hört man immer wieder. Der eine hat's Bummerl, der andere hat's Klick. Und es ist ein Vogel und kommt stets zurück. Es wird viel besungen, durch Lieder geehrt. Nur einer Person blieb der Ruhm lang verwehrt. Bescheiden im Eck steht ein Engel allein. Und daneben grölt die Menge den Herrgott aus Stein. Das kleine Engel aus Karlau kennt seine Kinder ganz genau. Es hilft beständig, was heut geht, obwohl es die Menschheit nicht versteht. Es rackert schwer den ganzen Tag, weil's Engel so viel Kunden hat. Doch hört's ans leise Schrammelmelodien, dann kommt auch das Engel auf Urlaub nach Wien. Der Kohlenberg, der Steffi, der Bruder, der Wein wird besungen, ja sogar der Koder. Der Tod ist ein Bruder und wir lassen nur sein. Der Wiener, der stirbt, kommt in den Himmel hinein. Es gibt vieles mehr, das in Liedern bedacht. Übern Wurstel sogar hat man gewarnt und hat gelacht. Ein Loblied aufs Engel,
na das hat man versäumt. Und der Herrgott aus Stein sitzt daneben und er weint. Das kleine Engel aus Karlau kennt seine Kinder ganz genau. Es hilft beständig, was heut geht, obwohl es die Menschheit nicht versteht. Es rackert schwer den ganzen Tag, weil das Engel so viel Kunden hat. Doch hört's ganz leise Schrammelmelodien. Dann kommt auch das Engel auf Urlaub nach Wien. Jawohl. Engel. Nein, zu fehlerfrei. Ich wollte eigentlich. Das wollte ich einbauen. Aber ist mir nicht gelungen, wie ihr gehört habt, wahrscheinlich. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Was der Franz mit der alten Wohnung ging eine Dachrinne im Haus im 3. Stock auf. Im Erdgeschoss kam das Wasser aus der Steckdosen. Ja, irgend sowas muss das da sein. Aber ich weiß halt nicht, wo sich das da gefangen hat. Ja, da schaue ich heute noch aufs Dach. Also, keine Sorge, ich werde heute nicht nur aufs Dach steigen, aber ich kann da beim Badezimmer muss das Fliegengitter aushängen. Dann kann ich zumindest einmal dort leuchten und mal schauen, ob da irgendwas wäre. Aber ich weiß halt nicht, wo da sich so viel Wasser sammeln könnte, dass es sonst nirgends rausrinnt, außer da unten bei dem. Aber das muss irgendwo eine Quelle sein, weil das kann nicht das ist ja viel, weil in so einen Schlauch passt jetzt auch wieder nicht so viel Wasser rein. Nein, es ist zu blöd, ich sag's euch, es ist zu blöd. Jawohl, Achtel fahren. Haupthand zudran ist nie verkehrt. Naja, den Haupthand, aber das. Du meinst, wenn ich den Wasserhahn andrehe, müsste er eigentlich aufhören zum Rinnen. Wenn es den von der Wasserleitung ist. Ja. Aber das könnte ich machen. Verzeiht mir noch mal kurz. Ich gehe jetzt noch mal kurz runter und drehe den Wasserhahn an. Und dann sehe ich ob dann nachher das Wasser aufgehört hat. Und dann drehe ich auf. Und dann sehe ich ob es das war und dann weiß ich, ob es das ist. Ja. Dann nehme ich nur einen Kraftschluck und gehe ins Wasser. Bin aber gleich wieder da. Es dauert wirklich maximal eine Stunde. Naja, KTM Junkie, ja, es hat mehr Druck gehabt. Mittlerweile ist ein Druckminderer drinnen. Also das kann jetzt aktuell kann es nicht sein, aber es könnte natürlich irgendwas sein, dass das zwischendurch mit dem stärkeren Druck, dass da irgendwas passiert ist. Aber ja, ich drehe jetzt einmal das Wasser und dann sehen wir das einmal. Ich bin gleich wieder da. Bleibt anständig. Komm schon wieder, bin schon wieder da. So. Ich bin noch nie während einer Pavlatschen so oft die Stirn auf und runter gerannt. Dauert halt bis aufhört, denn das Wasser aus der Leitung, ja, genau. Aber darum habe ich mir doch die Trase jetzt an, weil dann kann ich nach der Pavlatschen sicher ist dann ob es das war. Und wenn ja, was mache ich dann? Den Installateur rufen, oder? Für morgen.
Dann ist was im Badezimmer. Weltklasse. Ja, müssen anschauen, lasse ich unbeaufsichtigt. Nur Maggie hat mir gedacht, vielleicht, ja, hat die Gemeinde, ja, nein, das wie gesagt, mit Druck, aber es war bis jetzt kein Problem. Also das ist jetzt erst aufgetreten, weil am Freitag hat er das Wasser gemacht und da war das noch nicht. Also das dürfte wirklich jetzt erst irgendwann halt dann gewesen sein. Aber auf jeden Fall, ja, wenn das jetzt da aufgehört hat dann zum Rennen, dann weiß ich, es liegt irgendwo an einer Wasserleitung. Dann kann ich wiederum einen Installateur rufen und der muss halt dann schauen, was ist. Ist das richtig? Macht man das ja so? Und das müsste dann eigentlich eher auf Versicherung gehen, oder? Naja gut, jetzt werden wir schon ganz genau einen Bagger kaufen. Ja. Ich fürchte, ich sehe den Bagger schon dahin rennen. Ich sehe das ganze Gerstl schon reinrennen in die Renovierung von dem Haus. Ein Wahnsinn. Freunde, ein Wahnsinn. Was sollst du machen? Aber, stiegst du, es gibt Menschen, die haben niemanden. Ich habe die Pavla Cisti und da gibt es natürlich mehr als genug Hinweise. Erst jetzt ist mir heiß, schwitzen tue, es ist alles ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Und ich bilde mir ein, die ganze Zeit die Kamera ist ein bisschen schief. Aber ist mir jetzt auch wurscht. Bei mir im Stiegenhaus ist ein Wasserfleck. Ursache, Einfassung vom Rauchfangundicht. Ja, Alexander, außer das habe ich da auch. Das muss ich auch mal schauen, ob es wirklich beim Rauchfang ist oder als Dachel, aber ich nehme fast an, nachdem es da wirklich, das ist dann da, also da über dem Ofen, nur über dem Kosten, was ich da sehe, quasi, über dem Kosten, aber da hinten rein, dort ist auch der Wasserfleck. Und das ist sicher jetzt mit dem Wetter gewesen. Und da muss man schon, weil das war früher schon ein bisschen so ein Fleck. War zwar trocken, aber da hat man gesehen, aha, da ist schon das Wasser reingekommen. Und ja, das ist im besten Fall, oder im schlimmsten, oder im idealen Fall ist das einfach eine Spenglerarbeit. Ne? Man sagt so, jetzt muss der Spengler kommen, muss das neu machen. Aber das sind lauter so Sachen. Und natürlich kommt sowas dann, wenn du das gar nicht brauchen kannst. Andererseits, wann kannst du es schon brauchen? Also irgendwann müssen sie ja kommen. Was sollst du tun? Freunde, Prost. Aber vielleicht ist der Moped da, aber passend zum Geräusch unten, wo die Trepferl haben. Reinfahren. Am vergangenen Freitag waren wir zwei im Trepferlbad. Das ist einer besser, wenn das ist schot. Drunten beim Kassier da fragt macht ein paar Höhe. Ja, was ich sagen, ich bin alte Fee. Was sind denn Sie? Dann sie tropft der Bisam, werden uns ganz Person, hören uns einander dumm. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, stelle ich mich immer mehr mit ihnen her. Sie glauben, wie sie da in einem Vogelhäsel sitzen, können zur schwache Frau tyrannisieren. Jetzt halt's mich zurück, sonst komm ich noch in die Hitzen. Und durch den Karten bin ich noch eine Schamier. Endlich sind wir drinnen in der unglatten Kabine. Ja, aber die Nockerten, die rennen her und hin und her und hin und her und hin und her und hin und her. Einer von den Nockerten, der ist unheimlich gefühlt. Sie freut schon aus, als wir ein Röntgenbild. Sie sind Gedränge in der Menge und keiner weiß mehr gewiss, welcher Fuß sein eigener ist. So ist wie ein neues Haus mit Singensschuh, außer unser Nebenmann, der zieht uns wieder an. So, jetzt probieren wir's heute mal mit unseren Hosen. Kaum haben wir's dran, dürft uns der Nachbar wieder rein. Wir kriegen einen Zorn Mutz drum Großen und gehen einen Zanten ins Boot hinein. Der Gefühlte, der kommt rein, steigt mitten auf den Saft. Der längste haut's am hin und er ist baff. Wie er wieder aufsteht, da will er zur Brause hin, aber er passt nicht rein in die Duschkabine. In der nächsten Klause, unter der Brause, da rennt das Röntgenbild, grad hin und her wie wild. Sie sind Verhängnis, dass er so dünn ist, wenn er zum Abfluss rutscht, dann ist er futsch. Jetzt macht's ein Pumper, jetzt was er furchtbar zusammenzuckt, weil den Gefühlten hat's grad wieder Arme hin. Die ganzen Brausen sind verbogen, die wenn's er nicht druckt. Das ganze Trepfelbot, das ist jetzt hin.
mehr oder weniger passt. Die Achtelvereine, danke schön. Trepfalbad. Diese Pavlatsch hat das Thema Wasser, ja. Dass das gibt, dass wir Pavlatschen haben, wo allgemein das Thema Wasser. Ja, warte mal, gleich noch einspielen. Das passt auch zu dem Haus ein bisschen. Zumindest vom Titel her. A ganz alte Hitten, verdeckt von der Sonne, abpflasterte Gassen, dort bin ich geboren. Verlassen a Bahn, a Grenz, debattiert. Nur Steiner und Land, na sowas. Gehen wir über zur zweiten, vielleicht gelingt mir die besser. Ein finsterer Hausflur und düster die Gegend. Das Meter, das prickelt schon von de Wind. Am Gang die Bassina, das Klosett geht daneben. Ein kleines Zimmer, ein Strohsack, dort sind wir Kinder klein. Und dass wir damals glücklich waren, kann kein Mensch mehr verstehen. Zu der alten Hitten zieht's mich manchmal hin. Da weiß ich dann, dass ich ein Fremder dort bin. Ich denk zurück Jahrzehnte und da wird mir klar, dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war. Dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war. Jawohl. Jawohl, jetzt ja, versagt, aber die Mege sagt schon. Wir singen mit, lieber Klause, du bist nicht alleine. Bravo, dank der Ski. Der Luke sagt richtig, aus Wasser wurde auch schon mal Wein, ja. Die Hochzeit von Kanaan, ein wichtiges Ereignis. Walter Häuser, genau. Kein Bier in Wasser, ach, das alte Lied, ja. Weltklasse Raffi, dank der Ski. Hochteln von eine Leihwand, sagt der Franz Brandwein. Lord Dauer ist da, jawohl. Bravo, Lord. Bravo, Lord. So, passt auf, jetzt aber. Das ist einmal ein anderes Thema, ist nur das Wasser. Beim Wein darfst nicht fad sein, beim Lied musst du stark sein, sonst hast du nur die halbe Freude. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein. Tust das nicht, tut's da später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal einmal und am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein. Nagels an, weil sonst fliegt's da davon.
Wenn darf's nicht fad sein, Berlin, muss Ski-Start sein, sonst hast nur die halbe Freiz. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln nicht lieb sein, tust das nicht, tut's dir später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal um, am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, musst schön stark sein, nagel's an, weil sonst fliegt's da davon. Wie heißt das schön? Wenn man älter wird, bereut man die Sünden, die man nicht begangen hat. Klaus, ich ruft sie wieder weg, sagt der Manfred. Danke, der Ski. Swingen, Klaus, sagt die Grisi. Auch sonst gar ein Achtel eine. Danke, Ski. Ja, es hat irgendwie, es hat Tag. Die Uhren sind auch zu, ich weiß auch nicht was. Ich weiß nicht, was los ist. Ja, das ist wirklich wahr. Aber, pass auf, jetzt wäre mir, weil kein Glas liegt, jetzt wäre dazwischen ein Glas Wasser trinken. Anpackt's. Deppert habe ich die Ehre. Anpackt's Wasser. Zwischendurch. Nicht zu viel. Nicht zu viel. So, das ist einmal das. Das stellen wir wieder aus dem Bild. Groovy, jawohl, groovy. Wo haben Sie es immer gesagt bei Waldzink, gell? Waldzink. Waldzink, groovy. Ich schon, der Sturm ist gar. Franz M., Jesus, nein. Ja, was, gar nicht. Was? Jetzt musst du Wasser trinken, sonst nichts mehr daheim. Was sich der Klaus halt wieder erlaubt. No, Parapluie. Wasser aus der Thermenregion, ja. Zwing Wein, ja, Zwing, ich weiß nicht. Ja, aber jetzt einmal das Wasser, schaut's weg. So. Boah. Lieben Gruß aus Luxemburg, einfach klasse, Wien meine zweite Heimat. Chanot-Scheid, Chanot, Weltklasse. Das gefreut mich, dass du da bist. Luxemburg, Freunde, haut's eine. Heißen wir gemeinsam Chanot-Scheid. Willkommen mit einer Orgienrode Achteln. Bravo Chanot. Schon, Hans quasi, nicht? Das war halt, oder? Auf Deutsch Hans. Chanot, Jean ist Hans. Chanot, Hans. Glaube ich, Hans Scheid. Chanot. Hat seine Achtel und Begrüßung und mit besten Grüßen nach Luxemburg. Jetzt wollte ich da Flaschen trinken. Erst heute ist wirklich, heute ist ein Tag. Ja, heute habe ich Flaschen Wein für mich allein. Ja, das stimmt. Ja, und ich weiß nicht, ob der reicht. Schau, die ersten Achteln von Scheine. Herzlich willkommen, Chanot Scheid, sagt die Chrissy. Jawohl, so geht es bei uns. Schau, von Scheine, Luxemburg, Lord Dauer hat auch die Achteln eine. Wolfgang. Das ist aber leibend. Das gefällt Pauli, Franz. Ja, Weltklasse, wenn wir sofort, ja, ein Luxemburger Lied habe ich nicht. Chanot, französischer Name auf Deutsch Johann, ja genau, Johann Hans. Also,
Ja? Das habe ich damals als Kind schon gewusst, weil Johann ist ja die quasi Kurzform ist ja Hans. Und da habe ich gewusst, als Kind, wo ich ein großer Hans Moser-Fan war, und der Hans Moser habe ich dann seine Biografie gelesen, ne, das schon als Kind. Und eben sein bürgerlicher Name, der Geburtsname war ja Jean Julier. Der Jean Julier. Und deswegen war sie Jean als der Hans. Der Johann, auf Deutsch Johann. Jean Scheid, herzlich willkommen, gefreut mich voll. Was werden wir spielen? Was war es denn die Welt, was er wären? Wie geht denn das? Viele Lieder, Wien und Vermeiden. Ich glaube ja. Quasi ein weltweites. Die Ohren sind zu. Nein. Viele Lieder von Wien und vom Wein singen Menschen, ob groß oder klein, ob in London, Paris und Hawaii. Jeder denkt sich im Stillen dabei, dass der Werner immer bei Fassel schwingt und den ganzen Tag gegen nur stinkt. Und dass er oft Nacht in sein Bett nur schläft bei einem Charame-Quartett. Ja, das hat wer erzählt, ich hab leise nur gelacht und hab ihn drauf aufmerksam gemacht. Ja, was war's denn die Welt, was Werner Herz füllt, wann die Geigen ganz leise an Straßwalzer spült, wann ein uralter Werner vom Häuserbach singt und die Stimme von dem Vaterl ganz ziedrig erklingt. Ja, was war's denn die Welt von einem Weinderl in Wien, denn das Weinderl da steht in kein Bedecker drin. Das Geheimnis verraten wir nicht, weil das doch nur ein Werner versteht. Kommt ein Ausländer rein mal nach Wien, fährt er erstens zum Heirigen hin, ins Museum am Vormittag drauf und dann gerät er am Stephansturm auf und am Nachmittag zum 5 Uhr Tee, ja, da trinkt er einen Wiener Kaffee und am Abend dann speist er voll Glück a Gulasch bei Wiener Musik. Ja, das hat wer erzählt, ich hab leise nur gelacht und hab ihm drauf aufmerksam gemacht. Ja, was war's denn die Welt, was Werner Herz füllt, wann die Geigen ganz leise ein Straßenwalzer spült, wann ein uralter Werner vom Häuserbach singt und die Stimme von dem Vaterl ganz ziedrig erklingt. Ja, was war's denn die Welt von einem Weinderl in Wien, denn das Weinderl da steht in kein Bedecker drin. Das Geheimnis verraten wir nicht, weil das doch nur ein Werner versteht. So schaut's aus. Jawohl, ich danke euch schön. Schaut da was an. Jawohl. Einmalig, definitiv. Da passt was vom Hans Moser. Naja, vom Hans Moser, ja, was die Drehblaus, was Hans Moser. Aber hast natürlich recht. Ihr Österreicher seid einfach klasse. Danke schön schon noch. Ich meine, ich kann nicht für alle Österreicher sprechen, aber mir das sind alle leibend. Aber ich muss da schon der Vollständigkeit darauf hinweisen, in der Pawlatschen
sind nicht nur Österreicher, sondern ein sehr, sehr großer Anteil Deutscher, ja, und dann vereinzelt noch andere. Also wie zum Beispiel der ein oder andere Schweizer oder heute ist er nicht da, aus Helsinki. Na gut, wobei Uli Slonek ja auch ein Wiener ist, der in Helsinki wohnt. Aber auf jeden Fall sind nicht nur Österreicher da, aber ja, wir sind natürlich klasse, ist klar. Wir werden immer international, sagt die Chrissy. Gell? Wenn man einmal das Wiener Herz gespielt hat, dann ist es gemacht. So schaut's aus. So schaut's aus. Schau, der Raffi am Donnerstag habe ich Geburtstag. Und der Janon schreibt schon, Happy Birthday. Schau, die Mege, lieber Klaus, wir schätzen es so sehr, dass du heute für uns singst. Nee, das mache ich mit großer Freude. Aber es ist sehr lieb von dir, Mege, aber ich mache das. Ist mir, sonst hätte ich dann nur wie ein Trottel herumrennen und das Wasserleck suchen. Ja, der Georgier geht mir schon die längste Zeit, der Georgier. Oder meinst du, der Georg, der Scheurer Georg, der ist in Tarokanien. Der schaut oft nach, der ist nicht immer dabei. Silberne Kandel, ja, könnt ihr probieren. Eine Engländerin, ja, stimmt, Wolfgang, mit der Maggie, aber bei der Maggie ist blöd, am ersten Fall unter Wiener. Ist aber stimmt, eine Engländerin, die in München wohnt und jetzt gerade in Luzern arbeitet. Ja. Josef Tatl ist auch da. Einmalig. Silberne Kandel. In ein ganz kleinen Gassel am Lichtendaler Grund, da war es Wirtshaus am silbernen Kandel. Die Wirtin und Dächtel waren geschmackig und rund, der Wirt war ein Kreuz für das Mandel. Die Stammgäste sind gesessen glückselig beim Tisch, weil nirgends das Weindel so gut war und frisch. Uns Essen war billig und gut, wie es der Werner heut gern haben tut. Wer einmal nur dort war, der war auf jeden Fall gleich Stammgast im Kandel im Lichtental. Du liebes altes Haus, schaust mich so freundlich an und sagst, komm her zu mir, schaff dir ein Glas allein, bist einmal bei mir drin, kommst sicher alle da, weil ich ja Wirtshaus bin, so nach dem alten Schlaf. Hätt ich silberne Kandel, ein großes Restaurant, mit Spiegeln und aufputzte Tafeln, und drinnen da sitzen die noblichen Leid und essen mit silbernen Gabeln. Die Leid, die sind gespreizt und es wird einem nicht klar, dass das einmal so ein liebes Wirtshäusl war, wo's Glück aus die Fenster hat gelacht, in der Früh und Mittag und auf der Nacht. Da denk ich zurück an die wunderschönen Jahre, wie die silberne Kandel noch kleiner war. Du liebes altes Haus, schaust mich so freundlich an und sagst, komm her zu mir, schaff dir ein Glas allein, bist einmal bei mir drin, kommst sicher alle da, weil ich ja Wirtshaus bin, so nach dem alten Schlag. Es silberne Kandel, es silberne Kandel. Jawohl, jawohl. Da hat der Mecki, ja, stimmt. Hat der Mecki, war schon länger nicht da, ja. Ja. Jawohl. Ja. Josef Tatl.
Ich bin im Wohnzimmer. Josef Tattl nicht in der Badewanne, sondern im Wohnzimmer. Alles klar. Der Tattl, der Pepe. Was ist da? Worum geht's? Ja. Wenn ich an Wienerlied denke, fällt mir als erstes das Silberne Kandel ein. Wienerisch Vergänglichkeit. Ja, Wolfgang, es ist schon eines der Klassiker, das stimmt schon. Das stimmt schon. Jetzt mal noch international an Jazz vom Hodiner, Wern, das hat er geschrieben. Und da hat er gesagt, da hat er Wien noch nie verlassen. Also nicht einmal die Bezirke, wo er daheim war, hat er da verlassen. Da hat er jetzt schon gesungen von San Francisco und so weiter. Aber trotzdem, die Nummer hat schon was. Wern, einfach nur Wern. Weiß schon wieder gar nicht, wie die geht. Da höre ich her, Entschuldigung. Ich möchte gern heim zu dir und meine Haberei. Traum jede Nacht von dir und von mein Bier im Stammlokal. Stehen da alten Beisel noch, die gingen mir so. Wir haben den Wolken grad so da, du. Ich bin schon ganz bei dir. In San Francisco hast es Downy. Find da kein Hocken mehr, haben's noch im Brot Luftballon geblasen her zu mir, dass ich was hab von dir, wer Shabadaba. Du vergisst mich nicht. Ich hab dich geringt, hab dich verlassen, du. Da war ich jung und blöd, da haben die Steiner auf der Gassen im Busl Soleo. Kennt ich nur heim von da, schau da du im Babo, de Baden down, im Busl Soleo. Kennt ich nur heim von da, wer. Yeah. Wir gehen ins Boot. Ich gehe ins Boot. Achso, da meinst du der Pepe, der Tattl. Ich gehe nicht ins Boot. Ich gehe dann schauen, wo die Scheißleitung ist, wo das Wasser rausrennt. Ein Wahnsinn. Was haben wir da? Was sagt der Wolfgang? Die 16er wollen die das Wienerisch in die Welt tragen. Das gefällt mir. Und der Fritzl meint, genau, und so genial mit viel Herz. Gefällt mir doppelt. Danke Fritzl, danke Wolfgang. Und die Achteln von einer ist halt so Wahnsinn. Dann geht's ins Bett, nicht ins Bad, ins Bett. Bravo, Josef. Ja. Ein Tisch und eine Bank. Eine Bank und ein Tisch, meinst du? Jawohl, aus Grück hat sich zugeschaltet der Wolfgang Grotzka. Bravo Wolfgang, servus, grüß dich Gott. Jawohl. Ja. Ich möchte euch beide korrigieren, sowohl die Chrissy als auch den Wolfgang, es heißt ein Bank oder Tisch. Aber es ist wurscht, Hauptsache, ihr wisst, wovon wir reden. Ich muss nur überlegen, ich glaube, es ist ein Tor. Vermeintlichst ein Glück auf der Welt, die Großmutter Märchen erzählt, die Kinder, die sitzen voll Andacht dabei und träumen mit den vergangenen Mai. Ein Bilderbuch vom alten Wien, uns Großmutter blättert darin,
Nein, Kinder, das könnt's nicht verstehen. Die Zeit meiner Jugend war schön. A Bank unter Tisch mit ein Windlichterl drauf, als wär Lied und die Schrammen spülen auf. A Madel, das soll ich ins Weinglas lacht, mit leuchtenden Augen, so blau wie die Nacht. Verschwiegen das Platzl zum Küssen ganz recht, weil der dem Herzen gern zu reden möcht. Die Liebe, die Treue, zwei Herzen, ein Sinn. Ja, das klingt wie ein Märchen aus Wien. Verschwiegen das Platzl zum Küssen grad recht, aber der dem Herzen gern zu reden möcht. Die Liebe, die Treue, zwei Herzen, ein Sinn. Ja, das klingt wie ein Märchen aus Wien. Jawohl. Ja, hätte nicht einmal pfeifen können, aber wirklich, hätte ich sie was nicht. Ohren sind zu, nein. Schau, sogar aus dem Urlaub kommen die Leute extra online, sagt die Chrissy. Ja. Bank der Tisch. Ja, aber wenigstens das Windlichtel war richtig. Ja, nein, Tisch und Bank war ja auch richtig, es war nur vertauscht. Ne? Aber Gänsehaut auf den Fußsohlen, ich weine in mein Bier, bravo Wolfgang. Ja, Herr Wolfgang Krawatzka, sehr gern ist er sogar da. Das Windlicht ist ja auf dem Tisch, nicht auf der Bank. Ja, da kann man natürlich das, kann man schon diskutieren alles, ja. Auch schön mit der Pfeifeinlage, ja. Ich bin die Pfeife des Abends. Was jetzt noch fehlt, eine Flasche guten Luxemburger Weißwein. Prost, ja. Chanon, den musst du selber reinhauen, weil ich habe ja keinen Luxemburger Weißwein da. Aber ich hoffe, du bist bei Stoffe, so dass du ordentlich in den gemeinsamen Umtrunk einsteigen kannst, den wir jetzt alle machen. Also sehr zum Wohl auf uns alle. Schön. Ich hoffe, Chanon, du bist nicht zum letzten Mal dabei, sondern gehörst von nun an zu den Pavlaciste dazu. Jeden Montag 20:15 Uhr. Normal sind wir zu zweit. Aber der Patrick ist halt krank heute. Bin halt nur ich. Es gibt einen Wein aus Luxemburg. Na erst, der Gustav. Ey, Luke, hast du umgestiegen oder umbenannt? Du, aber na klar. Können wir klar machen. Bravo, Chanon. Bravo, Chanon. Wein aus Luxemburg. Das mir nicht stehen. Weil du weißt ja nicht, was ich schon alles getrunken habe. Aber ich habe tatsächlich auch schon Luxemburger Wein getrunken. Und zwar, als wir vor 20 Jahren im Saarland gespielt haben. Es war eine EU-Veranstaltung. Und da sind wir Wien, Zürich, Luxemburg geflogen. Was ja schon irgendwie sehr leibend war. Nicht? Also der Wiener Flughafen, nicht? Wien-Schwächert, dann hast du diesen Züricher Flughafen, eine Drehscheibe von Europa, ein irrsinnig großer Flughafen auch. Und dann kommst du am Luxemburger Flughafen, quasi das Flughafengebäude, so groß wie das Würstelstadl am Franz-Josefs-Bahnhof in Wien. Weltklasse, viel gemütlicher natürlich.
Und beim Heimfliegen natürlich sind wir wieder, und dann sind wir mit dem Chauffeur ins Saarland umgefahren, eine Stunde ungefähr. Und dann sind wir mit dem Chauffeur wieder nach Luxemburg zum Flughafen gebracht worden. Und da ist der Flieger aber erst gegangen, weiß ich nicht, halt viel später. Und wir haben dann noch zwei Freunde getroffen und dann habe ich dort also unsere Instrumente haben wir dann in so einem Schließfach, in so ein großes haben wir das untergebracht. Und dann sind wir noch in die Stadt reingefahren. Luxemburg haben wir noch gegessen und natürlich getrunken. Und wenn wir schon dort waren, natürlich haben wir gesagt, selbstverständlich, luxemburgischen Wein. Und also soweit ich mich erinnere, war man nicht enttäuscht. Also es war ein gutes Trepferl. Ja. Ich bin ich bin geflogen mit der Schweizer. Warte mal, oder? Nein, mit der Schweizer. Und zwar von Zürich weg mit einer Propeller, wird die Crossair, glaube ich, die Kassen. Das war von der Swiss Air seine Tochter, die Crossair. Ja, Crossair die Kassen. Wir machen es klar. Schon noch, das würde mich wirklich freuen. Würde mich wirklich wahnsinnig freuen an luxemburgischen Wein. In der Pavlatschen natürlich, ist eh klar. In der Pavlatschen luxemburgischen Wein. Nein, bitte, das war ein Wahnsinn. KTM Chucky hat sich ein Zwettleine, jawohl. Ja, aber ich meine, im Prinzip ist ja der Luxemburger. Großer Impuls mit der Luxia, ich verstehe. Ja, und das kann ich mir noch erinnern, die Großia. Das war ein Wahnsinn damals. Wir sind eingestiegen, die Geschichte, ich meine, ich habe es eh schon tausendmal erzählt, aber vielleicht hat es schon wieder einer vergessen und manche haben es vielleicht auch noch nicht gehört. Aber wir sind da umgeflogen und sind also mit den Instrumenten und sind in Zürich umgestiegen. Nicht? Und das war eine recht eine enge Geschichte. Wir bleiben in Kontakt, glaube ich, das glaubt ja wohl schon noch. Weltklasse, freue mich drauf, wirklich wahr. Kontaktdaten findest du auf unserer Homepage. Da hast du sowieso auf 16erburm.at findest du alle unsere Kontaktdaten. Inklusive sogar Versandadresse für Weinkisten. Nein, ich freue mich wirklich. Auf einen luxemburgischen Wein freue ich mich einen Haxen aus. Also wir sind mit den Instrumenten, der Patrick damals mit einer uralten Schrammelharmonika, ich glaube die Regelsteiner war das, wie ein uraltes Gerät. Und wir sind also in Zürich halt also dann umgestiegen, sind also da herumgeeilt durch diesen riesigen Flughafen und sind also dann bei dieser Schlange angestanden, wo wir dann wieder eingecheckt haben, eben für den Flug nach Luxemburg. Und da war es, also, da hat man wieder alles hinlegen müssen, das Handgepäck und unsere Instrumente haben wir ja als Handgepäck mitgehabt. Und dann sind wir also dahin, da ist so ein Schweizer Beamter gesessen und da ist dann so das Instrument durch das Durchleuchten durchgefahren. Und der Beamte, also der sitzt da, fährt da mit dem Bandel, bleibt stehen, fährt wieder zurück, fährt wieder Viere, also mit der Harmonika quasi immer durchleuchten durch. Und dann natürlich in der uns bekannten schweizerischen Geschwindigkeit. Sagt er, ja, das ist ein ganz altes Instrument, gell? Und der Patrick, ja, das ist ein alte. Ja, das sehe ich an den Messingplättli. Ist das eine chromatische oder diatonische? Na, der Patrick, das ist ein chromatisches, das ist ein Wiener. Das ist interessant. Ich spiele nämlich auch Schweizer Ürgeli und so weiter und so fort. Unterhalten sie da und der fährt immer wieder durch mit dem Gerät. Ich mir gedacht, weiß ich, ob es nicht gleich einfacher gewesen, er packt es aus und schaut sich an. Aber natürlich war auch lustig durch den Scanner durchfahren. Ich habe dann irgendwann einmal angemerkt, Freunde, ist eher leibend, aber ich glaube, wir müssen den Flug erwischen und der hinter uns auch, weil hinter uns waren wahrscheinlich schon 20 Leute oder 50 Leute. Und der Schweizer Beamte schaut natürlich, der Zollbeamte, nicht, schaut seelenruhig langsam in diese wartende Schlange der Menschen und sagt dann wieder, ja, ich muss ja auch wieder schaffen. Weltklasse. Das war also der Umstieg in Zürich Richtung Luxemburg. Ja. Wolfgang ist auf der Tankstelle, musst du auf Gösser greifen. Das ist ja.
Für Weinkisten brauchen wir nicht Grosseer, nicht Austria, nicht Luxair, aber dann die Cargo Lux als Frachter. Schau nur, ja, ich meine, ich bin schon gleich von Weinkisten ausgegangen. Entschuldigung, das war jetzt vielleicht war vielleicht ein bisschen frivol, aber weißt du, beim Wein, da bin ich halt der Ganze. Und wir sind ja zu zweit, darfst du nicht vergessen, wir sind ja zu zweit. Weltklasse. Nein, ich freue mich sehr. So, na, das war die Geschichte. Was spielen wir jetzt? Was spielen wir jetzt? Was spielen wir? Soll ich schauen, ob es noch rinnt? Soll ich schauen? Geht's ja Bescheid. Ich richte mich nach euch. Ob ich schauen soll, ob das Wasser rinnt oder nicht. Ich müsste es mir sagen. Mir geht der morgige Tag jetzt schon am Arsch. Ich sag's euch, wie es ist. Grüße miteinander, sagt der Hans. Hans, habe die Ehre. Ein echter Werner ist nie allein. Paul Hartmann sagt ja. Spiel uns einen Blues. Ja, dann spiel ich einen Blues und dann schaue ich ob das Wasser noch rinnt. Nein, das rinnt ohne die auch. Ja, aber ich möchte schauen, ob es noch rinnt oder nicht. Der Fritzl sagt auch schau. Ja, Fritzl sagt auch schau. Da muss ich mir einen Hut holen. Da muss ich mir jetzt einen Hut holen für den Blues. Das brauchen wir jetzt. Das brauchen wir jetzt. Freunde. Ein Hut. Ein Blueshut. Ein Blueshut. Geh schau und ich lasse auch Wasser rein. Na, jetzt kommt der Blues. Jetzt haben wir extra einen Hut aufgesetzt für den Blues. Für den Blues. Und dann schauen wir noch. Was mache ich denn dann, wenn wirklich das Wasser ist? Also das Hauswasser. Wie findet man, der Ulrich weiß das, wie findet man dann das Leck? Nein, ich sag's euch. Sind was mehr und hast du bei einer keinen Schmäh, dann kommst du an niemals zum Ziel. Schau, dran magst das so wie ich, dann fliegt jede gleich auf dich und singen Blues ganz lässig mit Gefühl. Ich hab den Blues im Fuß, dass jede schwach sein muss. Ich hab den rockenden Bock, mit dem ich ja jede Lok, Dampflok, Diesellok, Elektrolok, ich hab den Swing im Ding, mit dem ich jede bezwing. Ich hab den Rack im Knack, mit dem ich auch jede pack. Ich hab die Melodie im Knie, drum wird mir nie eine hin. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bass. Ich gebe den Frank gern den Rat, wenn er ihm notwendig hat. Schau, so magst bei die Frauen einen Ries. Ich brauch da nix erklären, du musst mir nur gut zuhören, dann merkst du gleich, wie lässig das ist. Ich hab den Blues im Fuß, dass jede schwach werden muss.
Ich hab den rockenden Bock, mit dem er jede Lob, Dampflok, Diesellok, Elektrolok. Ich hab den Swing im Ding, mit dem ich jede bezwing. Yeah. Ich hab den Rack im Knack, mit dem ich eine pack. Yeah. Ich hab die Melodie im Knie, da wird mir nie eine He, wird mir nie eine He. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bass. Blues im Fuß. Yeah. So ist es anstrengend. Das ist alles so anstrengend sein muss. Mein Hut aber, Hase ist auch im Hut. Ulis Lonek ist da, schau. Heute haben wir schon von dir geredet, musst du Schnarchgerl stessen kriegen. Musst du Schnarchgerl stessen kriegen, weil wir heute vom internationalen Publikum schon gesprochen haben und da haben wir unter anderem natürlich auch positivst dich erwähnt. Ulis Lonek, spät aber doch. Aus Wien! Diesmal nicht aus Helsinki, in Wien ist er da. Jawohl, einmalig. So, na geh. Was ist jetzt da liegen? So. Oh. Schaut euch das an. Aufhauen oder lasst einen Leg Orter kommen. Naja. Der Streit nur war als Professor, gell? Das war aber eh leibend. Ein Wasserschadenblues. Naja, ich meine, wie künstlerisch damit umgeht, ist mir schon klar. Wie jetzt praktisch damit umgeht, das ist die Frage. So, jetzt schau ich da noch. Bei uns war mal ein Mann da, der genau sowas macht. Wasserleck suchen. Ja, aber ich bin da am Land, ich meine, bis da einer kommt. Wolfgang sagt, der Hut ist leibend. Jawohl. Jawohl. Und jetzt ab zum Treibvorschlag. Ah ja, jetzt geh schauen. Wird sicher nicht die Wasserleitung sein, sagt er. Nicht? Werden wir gleich sehen. Weil theoretisch, jetzt muss schon dran. Wenn es die Wasserleitung ist und darf nichts mehr rein. Also, ich bin gleich wieder da. Aber. Schauen wir gleich. Freunde, es rennt noch immer. Geleck über Leck, so ein Dreck. Kamera, Kind auf der Klase auf der Suche nach Wasser, ja. Ich habe mir das schon gedacht, dass ich die Kamera mitnehme, aber das ist zu weit weg. Das ist zu weit für die Verbindung. Leider ohne Kamera. Alter, was ich die Stirn auf für renne bei der Pavlatschen, das ist nicht mehr normal. Aber es rennt noch immer, bitte, wo kann das Wasser herkommen? Das gibt's ja nicht. Aber gut, andererseits ist ja das keine schlechte Nachricht in Wahrheit. Ne? Ja. Ferndiagnose bei der Live-Verplatschen. Das ist leibend. Brauch noch deine Rechnungsadresse. Ulrich, schick einfach eine Rechnung. Ich schick's weiter an, weiß ich nicht wem. Oberflächenwasser. Ja, aber das gibt's ja nicht. Das kann nur vom Dach kommen, aber verrenkt sich schon ewig nicht mehr. Aber das gibt es nicht, dass das noch immer eine rennt vom Dach tut eine. Freunde, das ist wirklich spannend. Ich meine, eine Spannung, auf die ich verzichten könnte, zumal, wie gesagt, es ist halt, das ist jetzt schon, ich muss mir das dann morgen erst in Ruhe anschauen, ob der Boden jetzt wirklich eine Schadennummer hat oder ob das wieder aus. Ja. Ja, aber genau, es ist schon mal gut, wenn es nicht die Wasserleitung ist. Es ist quasi
Ja, der Patrick fällt schon, ja, das stimmt. Da muss alles aufrennen, runterrennen. Das- Rechnung an Salzam, bravo. Aber es war super. Das war aber leibend. Na wirklich, das müsste man machen, wenn ich, weißt du, wenn es irgendwelche Stellen gibt, ich mache Fotos, stößt du eine, Ulrich macht die Ferndiagnose, passt. Unglaublich, unglaublich. Sag's euch, das ist ein Wahnsinn. Das ist, nein. Austrinken, nachfassen, nachlassen, auslaufen, saufen, na wie? Wurscht. Warm wird auch der Wein. Ach Gott, na. Das Wasser hat einen kleinen Kopf. Das Wasser hat einen kleinen Kopf. Du meinst, dass überall reinkommt? Oder raus? Aber da müssen ja, ich meine, das sind ja, ich weiß, in Kiwi vorher schon das zweite Mal ausgeladen. Also da redet man jetzt sicher schon von, was ich bis jetzt schon bewältigt habe, nämlich 1,5 Liter oder 2. Na Wahnsinn. Ich meine, so eine Wasserleitung, also so eine Stromleitung, die kann schon Wasser, die kann schon Wasser fassen. Eindeutig. Ja, Freunde, es nutzt ja nichts. Das ist jetzt einmal das. Jetzt habe ich nachgeschaut. Der erfolgreiche Musiker, du drückst sowas von ab online. Wahnsinn, Prost. Bravo, Emi. Jawohl, großartig. Ich freue mich schon auf die neue Episode von der erfolgreichen Musiker. Also wer wirklich sozusagen ins Musiker-Business Interessen hat, dem sei das herzlichst empfohlen. Ich höre mir diese ganzen Podcasts an. Jetzt ganz spannend war auch zum Beispiel jetzt letztens mit der Monika Ballwein, der Gesangslehrerin, Vocal Coach heißt es heute. Ganz spannend, wie der über Stimme geredet hat und so weiter. Und jetzt aktuell, auf das freue ich mich auch schon, ein Rechtsanwalt zum Thema Covern. Nicht? Also, was darf man mit einem fremden Musikstickel? Bin ich schon gespannt. Bin noch nicht dazugekommen, aber ich werde mir das reinziehen. Wieder, so wie eigentlich letzten Fall. Auch damit Mittelaltermusiker, das war Weltklasse. Weltklasse mit der Mittelaltermusik aus der Nische. Also im Prinzip, ich habe mir so viel wiederentdeckt. Ein Typ, der als mittelalterlicher Musiker unterwegs ist seit 30, 40 Jahren, so wie mir ungefähr. Ich glaube 40 Jahre sogar schon. Und ich habe so viel wiederentdeckt im Wienerlied. Also das, was wir erlebt haben, was er gesagt hat. Also ein Großteil dessen, was der erzählt hat, von seinen Erfahrungen und seiner Branche, habe ich gesagt, 1:1, das ist wie bei uns im Wienerlied. Ja, weil es ja auch so eine Nische ist. Also wirklich spannend. Ja. Klaus Legern Schlauch. Ja. Ulrich EH, was heißt EH wieder? Ja, Wahnsinn. Ich spiele jetzt ein Lied. Aber das schreibe ich noch in Wassereinbruch. In Wassereinbruchsblues. Aber das gibt es ja schon, nicht? Das ist die perfekte Welle. Der Arnulf, genau. Schaut eigentlich ein bisschen aus wie du. Fies, wirklich? Ja. Das kann schon sein. Kann schon sein. In weißem Bart, gell? Arnulf. Der Arnulf war der letzte Karolinger Kaiser, bevor die Babenberger gekommen sind. Der letzte Karolinger war der Arnulf von Kärnten. Und der Arnulf von Kärnten hat Berühmtheit erlangt, weil er der Erste war am Festland, der allererste von allen in ganz Europa, also im ganzen Festland, der allererste, der die Normannen bei einer Schlacht geschlagen hat. Das war der Arnulf von Kärnten. Siehst du, was ich alles weiß? Ja, der Arnulf von Kärnten, der letzte Karolinger Kaiser, wie ohnehin. Eigenhändig. Fritzl Stadtkus, das musst du auch hören. Es ist auf YouTube auch, immer so als Podcast, aber das musst du anschauen. Auf YouTube der erfolgreiche Musiker. Und da gibt es, und das ist ein Mörderklasse-Interview, einfach ein super Einblick in einen wirklichen Praktiker, der seit Jahrzehnten einfach in dieser Nische mittelalterliche Musik daheim ist. Wirklich spannend.
wirklich spannend. Also ich bin da pickt am Computer, also ist ja wurscht, also wo ich es halt gehört habe. Und war echt leibend, muss ich wirklich sagen. Wie ohnehin. Wahnsinn. Bildungsauftrag erfüllt, Gustav Genauer. Dass das Wasser einen kleinen Kopf hat und überall hinkommt, weiß ich eh. Ach so, okay. Ohnehin, alles klar. Also alles klar. Naja, gut. Weil man sagt, ohne Kontext, einfach nur das ist Wahnsinn. Nein, wir machen es anders. Was machen wir jetzt da? Ich habe mir gestern ein paar Vierteln gegeben. Bruder war ich daneben. Hab heute den ganzen Tag noch Schädelweh. Sagt's, bin ich nicht das allergrößte Weh. Dabei war's gescheiter, wenn ich Wasser sauf. Mir in der frischen Luft einen Garten kauf. Nicht wie deppert umeinander lang. Und am Sonntag um mein Flieder war. Aber nein, ich bin heute immer wieder ölig. Die Taschen leer und der Zins ist längst schon völlig. Ich nehm mir vor, ab morgen wird's anders sein. Ich trink noch mehr Wasser statt mein Glas Wein. Ich will im Garten nicht den Nachbarn stehen, doch wenn ich stirb, grabt's wie beim Wirten ein. Ich hab mir gestern ein paar Vierteln gegeben. Bruder war ich daneben. Hab heute den ganzen Tag noch Schädelweh. Sonst bin ich nicht das allergrößte Weh. Dabei war's gescheiter, wenn ich Wasser sauf. Mir in der frischen Luft einen Garten kauf. Nicht wird deppert umeinander lang und am Sonntag um mein Flieder war. Aber nein, ich bin heute immer wieder ölig. Die Taschen leer und der Zins ist längst schon völlig. Ich nehm mir vor, ab morgen wird's anders sein. Ich trink nicht mehr Wasser statt mein Glas Wein. Ich will im Garten nicht den Nachbarn stehen, doch wenn ich stirb, grabt's mich beim Wirten ein. Aber ohne Wasserschaden. Falsche Seiten erwischt. Zum Schluss auf falsche Seiten erwischt. Wurscht. Es sind eh so viel. Fällt halt unter Free Jazz. Wolfgang. Sorry, ich hab dem Bier zu viel zugesprochen. Es gibt's ja gar nicht. Vierte Chige, danke Klaus. Gustav Eluke, habe die Ehre. Schön, dass du dabei warst. Vierte gut. Ich sag, gescheiter Mensch. Könnt jetzt nur von mir reden. Zerstreut ist der Klaus schon, aber er ist auch Scholar. Und was? Weiß echt viel. Ja. Wenn ich nur wüsste, was ich weiß, wann ich es wissen sollte. Ja. Arnulf Zeiler. War das der Arnulf Zeiler? Ja, ich glaube, gell? Arnulf Zeiler hat der Kasse, stimmt. Kennen Sie den Franz Brandt, wenn er so Weltklasse? Ja. Ja. Der Wolfgang, wieso hast du ein Bier zu viel? Hast du echt was Böses geschrieben? Nein. Was ist nicht zum Wachen? Zum Waschen, ne, ja. Mein Gott, na. Kleiner Diebvöller, geh. Ein Diebvöller. Ich finde die Klampfen so leimend. Ich check nicht, wie du die Passtöne triffst. Ich auch nicht. Und dann skattet der Hund auch noch drüber. Ja, weil der Patrick krank ist. Was soll ich denn machen? Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Was war das? Ich hoffe, da ist jetzt ein Auto vorbeigefahren. Das ist ein Wahnsinn. Ich bin fertig.
Ich bin fertig. Die Nerven. Ja, damit Leute, genau, der Arnulf Zeilner, der Weltklasse. Ja. Was mit uns Deutsch reden? Na, das ist ein Holy Moly, das geht schon. Das kann man schon durchgelassen, Chris. Sei nicht so streng. Da habe ich vertiebt gesagt, Freunde, das ist ja echt ein Wahnsinn. Ich höre aber noch nicht auf. Ich könnte halt jetzt sagen, es ist mir zu viel, ich höre auf, ich gehe schlafen oder ich gehe aufstehen. Das Haus wegen dem Wasserleck. Aber ich mache einfach, weil ich spiele noch was. Ich werde noch was spielen. Auf jeden Fall, Emi, es ist ja so mit der Klampfen, wenn man Gitarre spielen kann und man kriegt kurz das System erklärt von den Saiten, dann ist es gar kein Mysterium. Der Rest ist dann ein bisschen Übung, aber im Endeffekt ist das System von der Kontragitarre relativ leibend. Weil die Bassseiten nimmst du im Daumen als Leerseiten und das ist dann quasi, wenn du einen Wechselbass spielst auf einer Gitarre, spielst du halt dann da dazu. Das ist also, wenn einer Gitarre spielen kann und umsteigt auf eine Kontra, also braucht er vielleicht, wenn es hochkommt, 2 Wochen bei gemütlichem Training, dass er es halbwegs heraus hat. Also, aber natürlich, mehr mehr kleinen Schnaps nicht sind. Jawohl. Ja, Arnulf, das Schandmaul. Und die Schandgesellen, klar kenne ich die. Das schaut der Franz Brandwein voll dabei. Der Franz Brandwein voll dabei, das ist ein Wahnsinn. Wie ist es da mit einer Zither? Naja, das ist ähnlich, aber die Zither, die ist ja, glaube ich, nicht grammatisch dann die Bassseiten gestimmt, sondern ich glaube diatonisch. Aber da kenne ich mich. Und dann hast du ja zwei. Es gibt ja die Wiener Stimmung, das ist ja die traditionelle bei uns. Und dann hast du, ich glaube, die heißt dann Münchner Stimmung oder so. Das ist quasi eigentlich die geläufige. Aber bei uns ist eben die Wiener Stimmung. Ja. Aber bei der Zither kenne ich mich zu wenig aus. Aber es ist schon anders, ja. Großmutterkind, naja, Grisi, kann ich machen. Blind getippt und das Großmutterkind gefunden, ja. Ah ja, der Emi, genau, ich habe Gitarre studiert, Jazz und Popularmusik, genau. Irgendwann hat mir der Victor Poslusny eine Kontragitarre in die Hand gedrückt. Und ich bin abgekackt wie ein Einser. Na, du, das ist ja so. Na, Emi, das ist wirklich, wenn es interessiert, ich erkläre dir das für Gitarristen. Der Poslusny Victor, jawohl, der Wickel, einmalig. Nein, es ist wirklich, es ist klar am Anfang. Ich meine, es ist so, wenn es, naja, aber du hast ja Jazzgitarre, da müsste jetzt gehen. Sehr schwer dann sind die Klassiker, die also klassische Gitarre gelernt haben, weil nämlich die Haltung, die sie eingetrichtert bekommen haben, zu Recht, ja, für die klassische Gitarre, die ist kontraproduktiv bei der Kontragitarre. Weißt du ja eben, da ist eigentlich anders. Du musst wie bei der E-Gitarre, hast du wie die schlamperte Haltung eigentlich, weil du ja den Unterarm und den rechten Hand, die brauchst du zum Dämpfen der Saiten. Nicht? Jetzt ist diese klassische Haltung ist da ungeeignet, weil du zu weit weg bist von den Seiten. Du musst es aber dämpfen. Das heißt, du musst umdenken, zwar klassisch halten, aber schlampert. Aber vielleicht gibt es aber die Gelegenheit, ich sage dir das gern und du wirst sehen, das ist gar nicht, das ist wirklich kein Mirakel. Man muss nur am Anfang das System verstehen und dann ein, aber wenn du dann Wechselpass spielst auf die 6 Seiten, nicht, dann ja. Ja, schau die Krise, ja genau. Erklär bitte den Klaus den Sinn vom Quintenzirkel. Mir fällt die Geduld, ich bin wieder Klaus. Ja. Ich habe mir gesagt, mir geht der Sinn vom Quintenzirkel nicht. Ich verstehe, ich weiß schon, was geht. Die Quinten, die Quarten, ja super. Aber was weiß ich? Also was sagt mir jetzt dieses Runde mit diesen Quinten und Quarten aufgeschrieben? Das verstehe ich nicht. Jawohl, aber bravo Chrissy. Schandmaul ist super. Aber echt leibend. Aber das hört sich an. Also, oder schaut eben auf der erfolgreiche Musiker, da findet ihr eben, also am YouTube-Kanal auch, da findet ihr diese ganzen Interviews. Und das ist wirklich spannend. Ja. Wolfgang Korzger, habe ein Seminar in Wiener Neustadt mit dir gemacht. Eine sehr nette Sache. Na, Weltklasse. Bravo, Wolferl.
ursprünglich habe ich klassisch gelernt. Okay, aber es ist so leibend, dass es so viel gibt. Ja, wir zwei haben eh noch was offen. Erklär es einfach allen in meinem Podcast. Na, das ist mir aber gefallen. Und das war mir eine Ehre. Wenn ich zu dir im Podcast gehe, das war mir eine Ehre, wirklich. Ja, das wird. Nicht mehr. We stay in contact, wie wir international so reden. Ja, was auf nicht, da reißen wir gleich was an. Mein Kollege wollte mir mal die Ukulele beibringen, sagt er schon noch. Aber oh je, mit meinen dicken Fingern keine Chance. Naja, aber Ukulele, da liegt mir die Mandoline näher. Weil die Ukulele, das ist so, die Mandoline hat bei uns ein gerüttelt Maß an Tradition. Die Ukulele gar nicht. Und die Mandoline ist nicht anders, es ist nur traditioneller. Und schöner klingt es auch. Euch zum Geleit von Schandmal, ein Gänseadler. Ach so, ja, ich habe vergessen, ich muss noch, genau, was haben wir gesagt? Großmutterkind, gell? Oder? Ich glaube. Großmutterkind, ja. Ich saß auf eine Steine, die unser beider Bette war's. Falter von der Vogelweide. Na warte, wir haben das andere Kassen, das ist auch ein Gedicht. Ich kann ein mittelalterliches Gedicht. Ich saß auf eine Beine und dachte Bein mit Beine. Darauf setzt ich den Ellenbogen. Ich hätte meine Hand gesmogen, mein Kinne und ein min Wange. Da dachte ich mir viel Ange. Wie man zur Welt sollte brechen, der heinen Rat konnt ich gebrechen. Fix weiter weiß ich noch. Wie man zur Welt sollte. Wie man Trüdink erwürbe, die beides nicht verdürbe. Die zwei sind Ehre und fahrende Gurt, die jede das dem anderen Schaden tut. Der dritte ist Gottes Hulde, der Zweier Übergulde. Die wollte ich gern in einem Schrin. Ja, leider des mag nicht gesinn, dass gut und weltlich Ehre und Gottes Hulde Meere zusammen in ein Herze kommen. Steg und der Wege sind ihm genommen. Untrübe ist in der Sasse, Gewalt fährt auf der Straße. Friede und Recht sind beides nicht. Na, Friede und Recht sind irgendwas nicht. Friede und Recht. Okay, der Schlusssatz fehlt. Der Schlusssatz hätte noch. Das war aber nicht Walter von der Vogelweide, das war ein anderer. Ich weiß auch nicht mehr wer. Ich habe in der Schule gelernt. Das tut mir leid. Ich wollte das angeben, weil wir schon mittelalterlich geredet. Ich muss schauen, von wem das war. Ich saß auf eine Beine und dachte Bein mit Beine. Ich glaube, so heißt es. Ich saß auf eine Steine. Ich glaube, so heißt das Gedicht, aber von wem das ist. Jetzt legst du dann noch ein paar Töne über und morgen schaust nach der Legage. Ja. Carcassi oder vom Krieg. Das Menuett in B. B-Flat, besser gesagt. B-Flat. Ja. Wer war denn das jetzt da? Ein Mittelhochdeutsch. Ja, das habe ich gelernt in der Schule. Aber ich weiß nicht mehr, was das. Nee, ist ja wurscht. Das Großmutterkind heißt Mähler. Nicht Mittelhochdeutsch, sondern Wienerisch von einst. Meine Mutter ist mit einem anderen Mann. Wir reden ein Kindl dem Vater davon. Da war ein kleines Weiberl schon grau und betagt. Die hat zu dem Kinderl in der Wiege nicht gesagt. Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange deine Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werde die Mutter lieb gehen und die Liebe von der Oma dazu. Mein Vater, der war als nächstes dran, der ist vom Schicksal gebrochen, dem Leben davon. Da war wieder das Weiberl, schon recht grau und betagt, die hat zu dem Burschen dann tröstend gesagt: Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein.
solange die Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werde Töten lieb gehen. Und die Liebe von der Oma dazu. Die Jahre, die man nicht bremsen kann, die hab ich heute am Bugel, heute bin ich ein Mann. Schon lang ist das Weiberl die Oma nicht mehr, aber ihr Großmutterkind, das liegt sie heute noch sehr. Und manchmal im Traum, ja daher ist sie so, du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein, solange deine Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werde Töten lieb gehen. Und die Liebe von der Oma dazu. Jawohl, auf Wunsch von der Chrissy haben wir es ausgegangen. Ich erinnere mich an das fliegende Klassenzimmer, Erich Kästner, Klassiker natürlich. Das Unergründbare, ja. Was sagt der Emi? Das Wesentlichste am Quintenzirkel ist, dass man viel darin ablesen kann. Der Quintenfallprogression, was löst sich wohin auf? Parallele Mollstufen, Akkordprogressionen, Vorzeichen, aber die Vorzeichen kann ich ja nicht anlesen eigentlich, oder? Inharmonische Verwechslungen. Ja, das musst du noch mal erklären. Also, weil man da ablesen, ich meine, es ist mir alles klar, um was da geht, aber dass ich das ablesen kann, weiß ich nicht, wie das gemeint ist. Aber ich bin gespannt auf jeden Fall. Aber danke. So interessant. Mir hat sich der nie wirklich erschlossen, dieser Quinten. Ich meine, außer dass halt, ja, Quint, nicht, also, oder das halt, was ist, diatonische System, nicht, was da dann, weiß ich nicht, oder ATGC, oder, ja klar, kann ich dann die Vorzeichen, nicht, weil ich mir jetzt auch, was weiß ich, ja, zum Beispiel, jetzt, wenn ich ein G habe, habe ich ein Fis als Vorzeichen. Na, wo lese ich das außer im Quintenzirkel, dass ich beim G ein Fis habe? Oder Fis-Cis dann bei der D-Dur. Na gut, das ist ein eigenes Thema. Vielleicht irgendwann, das war was, wenn ich das einmal durchschauen hätte. Schau, der Harry schneller Fonte. Guten Abend, der Herr klausuliert. Uli, da redet er wieder viel mehr, weil ihm niemand unterbricht. Ja, gut, der Patrick unterbricht mir eh nicht viel. Das ist ein Wahnsinn. Sie als Apostler bist gar nicht Boot fahren. Hätte nicht. Ach, ist das schön, super Lied. Ja, danke schön. Horst Gmähler, tatsächlich. Ich bin der Meinung, die schönsten Lieder vom Horst Gmähler sind die Lieder, die gar nicht so bekannt sind. Ja. Vorzeichen Quintenzirkel nach rechts. Pro Schritt nach rechts ein Kreuzvorzeichen mehr. Pro Schritt nach links ein B-Vorzeichen mehr. Also pass auf, nach rechts. Jetzt habe ich G. Wenn ich G durch habe, muss ich jetzt, da habe ich ein C dazwischen oder ein F, dann ist es Fis. Fis, Cis, Gis, ich verstehe. Fis, Cis, Gis, dies, Is, okay. Und zurück in die andere Richtung, E, F, B, S, As, des, Cs, ich verstehe. Naja, gut, okay, ja, aber das ist ja im Prinzip, ja. Ja, ich verstehe schon. Aber das weiß ich ja so auch. Ja, aber es ist natürlich, ich verstehe schon. Ein Schritt nach rechts, also ein Kreuzvorzeichen. F ist 2 Schritte nach rechts, also 2 Kreuzvorzeichen. Und so weiter bis Fis. G ist ein Schritt nach rechts. Also ein Fort, na gut, ja, das ist mir klar. Also G hat 1, D hat 2, A hat 3 und so weiter. Aber welche? Und das war dann, muss ich wieder 2 zurück und das ist Fis, Cis, muss ich so wieder rechnen. Ein Wahnsinn. Geh durch, Wandertag, jawohl. Auf jeden Fall, ja, das glaube ich schon mal. Also das
Okay, dann brauche ich nicht nach, also dann brauche ich nicht wissen, was für, sondern dann muss ich den Quintenzirkel, dann sieht man das auch. Ja. D, nicht F. Na, Fis, Cis, Gis sind zum Beispiel jetzt da bei A-Dur. Ne? A-Dur ist Fis, Cis, Gis. Ist ja wurscht jetzt da. Ist ja wurscht, da wir nicht alle Leute aufhalten, aber so ungefähr. Ich glaube, ich habe schon verstanden, was du meinst. Aber ich denke mir, ja. Nur was ist das für eine Tour, wenn zwei Kreuze, na das weiß ich schon, nicht? Weil das ist immer so weiter, nicht? G hat ein Kreuz, D hat zwei Kreuze, A hat drei Kreuze und so weiter. Nicht? So wie F hat ein Kreuz, S hat zwei, B, ist ja wurscht, dass wir nicht alle langweilen. Sollen wir euch alleine lassen? Ja, bravo, harischen Elefante. Bitte los uns allein. Weinlesen, schau noch, Scheit. Ja, in Luxemburg hat die Weinlese nicht klar. Begonnen bei uns auch schon lang, bei uns ist schon fast fertig. Jetzt habe ich 3 Wochen haben wir dann den Federweißen. Den haben wir schon lang, ist ein Wahnsinn. Also bei uns heißt er der Federweiße Sturm. Und also der ist jetzt schon, den gibt es jetzt schon eine Zeit, also da sind wir eigentlich schon vorbei. Wird schon noch geben, ein Sturm, also gibt es sicher jetzt noch. Aber ich sage September, wir sind schon vorbei eigentlich fast. Also schon Richtung Ende vom Sturm eigentlich, ja. Ja. Geh, du alter Esel, hole Fische. Ja, das ist ein Wahnsinn. Jedes Kreuzverzeichnis ist immer 1,5 Ton unter der Zieltonart. G ist Fis, D ist Cis, das ist immer 1,5 Ton unter der Zieltonart. So, ich höre jetzt auf, wir telefonieren. Ja, bravo. Bravo, Emil, bravo, Emil. Nein, ich habe grundsätzlich schon verstanden, aber ja, das klar, kann man auch natürlich so festhalten. Ja, ja. Ist schon klar, ja. Ja, nein, das ist das ungefähr. Beim Tonleitern aufschreiben mit den richtigen Intervallen findest du die Vorzeichen heraus. Ja, aber das ist natürlich schon ein bisschen aufwendig. Ich meine, ehrlich gesagt, ich weiß so auch. Also zumindest halt von den gängigen, also halt bis zum A-Ist zum Beispiel oder bis zum, was nicht, E-Dur jetzt in Kreuz. Weil was anderes, ich brauche das andere nicht wirklich. Ne? Schau, Maggie sagt, ich bin Organistin, Musiklehrerin, es geht auch einfacher. Ja, glaube ich auch, dass das einfacher geht. Aber es ist ja wurscht. Wenn man sein Mittel gefunden hat, wie es geht. Nur wie gesagt, ich habe mir wirklich immer gedacht, der Quintenzingel, ja, steht schon einiges drinnen. Aber ich habe mir gedacht, aber so irgendwie so eine tiefgreifende Geheimwissen-Wahrheit habe ich da nie so drinnen gesehen. Aber ich lasse mich belehren, mit großer Freude. Schaut da schon an, ihr Österreicher seid ja schneller als wir Luxemburger. Nein, ich glaube, es ist aber, wir sind näher am Äquator. Weltklasse. Bei Biller verkaufen sie einen Stur mit Schraubverschluss. Zu, wie geht denn das? Ja, das sind ja die Plastikflaschen. Die sind ja nicht dicht. Nicht ganz. Und da geht's. Da geht's. Nachschenken, dann spielen wir an. Ist eh klar. Oder soll ich schon aufhören? Das müsst ihr was sagen. Wenn ich am Zager gehe, gut, gehen so dran auch, aber jetzt sind wir gerade, jetzt wo ich gerade den Quintenzirkel für mich entdecke. Oh, schon das Flaschel ist leer. Jesus. Bei uns ist die Lese schon im Gang. Sturm gibt es schon lang. Ja. Mir fehlen noch 30 Viertel zum Ziel. Lebensalter, ja. Man sagt immer, man muss in der Saison so viel Sturm trinken, wie alt man ist. Auf der Gitarre ist eh einfach. 1 oder 2 Pfund weiter. Ja, eh. Mit Modulieren, ja. Ulrich, der hält nicht dicht. Genau. Ja. Das war super. Das war vor 2-3 Jahren. Oder noch länger beim Hofer. Für die Deutschen beim Aldi. Beim Hofer bin ich in der Kasse gestanden und vor mir ist einer, hat 2 Sturm gekauft. Nicht? Hat den Sturm, hat das so in einen Sackerl, gescheit, nicht? So aufgestellt aufs Bandel und hat so gehalten, bis zur Kassierin. Und die Kassierin, und so schnell hat der leider nicht reagieren können. Die Kassierin nimmt den aus dem Sackerl raus, legt ihn um und fährt über den Strichcode über den Laser.
Und er hat nur gesagt, nicht umlegen. Und dort hat es ausgeschaut, der Sturm war über die Kasse verstreut. Und er sagt, warum glauben Sie, habe ich das im Sackerl so vorsichtig hingehalten? Da habe ich wieder gelacht, Spiel was, und wenn es Austropop ist, wurscht. Na, Austropop habe ich heute noch gar nicht gemacht, gell, normal. Wenn ich solo bin, warte mal. Ich bin noch nicht vorbereitet heute. Wenn in der Früh die Nacht gegen den Tag den Kirzen zieht, wenn die erste Dämmerung, der Sonnenstrahlt letzte Dämmerung, da wirkt, dann mach ich auf in der Kineten, wo ich schlaf, dann mach ich auf. Die Tschuschen kommen und ich muss mich schleichen, sonst zahn's mich an. Jetzt geh ich halt auf und putz mir den Dreck aus, so gut ich kann. So steh ich auf in der Kineten, wo ich schlaf, so steh ich auf. Ich hab mich schon seit 10 Tagen nicht mehr rasiert und immer gewaschen. Und ich hab nix als wie eine Flasche rum in der Manteltaschen. Die geb ich mir zum Frühstück und dann schnur ich an einer Zigaretten an. Oder mein Schöling. Und die Leute kommen mir entgegen, wir am Abend kommen's auf mich zu. Und ich hab nichts entgegen, das kommt mir vor. Aber ich reiß mich zusammen und ich mach beim ersten Schritt die Augen zu. Es ist doch ganz egal, ob ich was arbeite oder nicht. Weil für die dünne Klostersuppen genügt's doch auch, wenn ich bett. Lasst's mich in Ruhe, weil heut schieben's mir Kineten zu. Lasst's mich in Ruhe. Ich hab mich schon seit 10 Tagen nicht mehr rasiert und immer gewaschen. Und ich hab nix als wie eine Flasche rum in der Manteltaschen. Die geb ich mir zum Frühstück und dann schnur ich eine Zigaretten an. Oder mein Schöling. Und die Leute kommen mir entgegen, wir am Abend kommen's auf mich zu. Und ich bin der Einzige, der hier entgegengeht, kommt mir vor. Aber ich reiß mich zusammen und ich mach beim ersten Schritt die Augen zu. Ja, schon wieder lange nicht gespielt. Schon lange. Der Song ist so leer, sagt der Ulrich. Danke dir schön. Ja, mei. Ja. Jetzt regnet schon wieder. Das ist schlecht. Das ist schlecht für mein Parkettboden. Gibt's ja nicht. Schon wieder regnet. Das ist ein Wahnsinn. Wenn ich ein Geld hab, bin ich Kaiser. Da reiß ich die Bahn aus, wenn's sein muss heiser. Doch wenn ich stier bin und nicht verdraht,
dann sagen die Madern alle, du bist heute fad. Wenn ich ein Geld hab, leben die Wirten, die größten Schnorrer und auch die Nierten. Aber wenn ich keins hab, bleib ich daheim bei meinem Weiberl und Radita. Ja, nur ein Geld ist das Schönste auf der Welt. Wenn man's auch nicht fressen kann, umso leichter bringen wir's an. Händel ganz Landenfisch müssen rennen übern Tisch. Ein Champagner noch dazu und dann dran bis in der Früh. Baguetteboden war leibend, ja. Ich glaub, mein Erbtante, die wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft noch erlebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sarg und ich kann's brauchen. Rennt schon im Schuh, hab nix zum Tschechen, nix zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wird schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht. Die hat kein Haber, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Jawohl. Das ist zusammenbringen. Dankeschön. Dankeschön. Money. Bei dieser Gelegenheit habe ich mir gedacht, ich hau mal jetzt den kleinen Hinweis auf den Schmattes. Wenn euch die Musik gefällt, ich weiß, heute bin ich nur allein, aber dennoch, wir würden uns wahnsinnig freuen über einen Opulus an Schmattes. Es kann auch ein großer sein, wie es wollt natürlich. Eine in den virtuellen Hut, der herumgeht. Und per PayPal oder Überweisung, weil anders geht es ja nicht. Online natürlich. Es geht auch über so einen, wie heißt das, wie heißt das da wieder? Ja, da über YouTube halt. Super Chat. Super Sticker, Super Chat, so irgendwie, was weiß ich. Da ging das auch theoretisch, also auch praktisch, aber am einfachsten ist natürlich PayPal oder IBAN. Ganz einfach, Überweisung oder so. Ich finde jetzt natürlich auch die Informationen in der Videobeschreibung und wir würden uns freuen, natürlich, wenn es ein bisschen an Schmattes gabert. Und denkt dran, ich brauche wahrscheinlich einen neuen Paketbon. Also sprich, es ist eh nicht zum Lachen. Ja. Schlechter Winter, halt nein, Regen, ja genau. Ja, schon die Mäge, ja klar. Bin seit 1976 mit Wien verbunden, ja. War natürlich die Zeit des Austropop, ganz klar. Franz M., ja genau, Spendeneinblendung, siehst du mal gleiche Gedanken gehabt. Bin ein 32. Burm. Ja, die Hälfte, ja. So gesehen, gar nicht ein Achter. Auf jeden Fall herzlichen Dank für eure Großzügigkeit. Einen kleinen Beitrag für einen Paketbon. Einmalig. Freunde, es ist wirklich ein Wahnsinn. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Aber der Ski zu ordentlich jetzt draußen. Der Klausi muss Kerzen kaufen. Ja, das stimmt. Na, das war gestern schon ein Wahnsinn. 8 Stunden Stromausfall. Weil da haben wir dann schon gedacht, ich weiß nicht, der Tiefkühler, aber ich glaube 8 Stunden ist nur im Rahmen. Aufgemacht habe ich nicht. Ich glaube, das geht schon noch. Da wird schon nichts gewesen sein. Aber da haben wir schon gedacht, jetzt wird es dann eng. Also wenn nicht bald der Strom wieder kommt, weil 8 Stunden ist schon mächtig. Und da habe ich Gitarre gespielt beim Kerzenlicht, habe ich da so gelesen. Und wie dann das Licht angegangen ist, habe ich gedacht, bist Depper, das ist eine Selbstverständlichkeit, die wir da angenommen haben. Es war schon leibend. Ich habe mich richtig gefreut, wie das Licht wieder da war. Weil eben sogar untertags, nicht? Weil halt unten ist so, es war ja finster. Nicht? Hat ja keine Sonne auch nicht gescheint. So.
Ich weiß, ein uraltes Häsel, darin ist ein ganz kleines Bäsel. Der Wirt ist ein kreuzfites Mandel, serviert den Wein mit seinem zittrigen Handel. Dort kommen alle echten Wiener zusammen, weil's heut in Wien keinen Platz mehr haben. Dort geh ich hin, dort bin ich zu Haus und dort ruf ich aus. Ich weiß ein kleines Wirtshaus, weit raus den Otterkring. Dort sitz ich und träum ich allein. Und wenn ich dort oft die halbe Nacht verbring, daran ist schuld nur der Wein. Und wenn ich das Wirtshaus in Otterkring, war ich längst schon kein Junggeselle mehr. Dort sitz ich und träum ich wann ich Loch ich sing, in dem Wirtshäusl draust in Otterkring. Und wenn ich das Wirtshaus in Otterkring, war ich längst schon kein Junggesell heute mehr. Dort sitz ich und träum ich wann ich Loch ich sing, in dem Wirtshaus draust in Otterkring. Jawohl, Otterkring, hoch Otterkring. Ja. Wenn du alles zusammen essen musst, was du im Tiefkühler hast, brauchst du zeitlang nichts mehr. Ja, das stimmt, aber ich hab, das war schon schade. Bei meinen ich habe schon viele Sachen im Tiefkühler, was echt schade war. Wieder mein Lieblingslied von mir. Aber mir geht. Schau jetzt noch mal Wanden und die Telefonbuchbrücke. Ich finde den Namen darin so geil. So was Schönes, Felix Steffner, ich danke dir schön. Singen Vertretung von Patrick, heute die zweite Stimme. Ja. Eigentlich eine Vertretung von mir, weil eigentlich, gut, ich habe jetzt ein bisschen gemischt. Aber weil eigentlich die zweite Stimme singe ich, weil die erste singt der Patrick, aber jetzt muss ich mich umdenken, dass ich die erste singe, aber teilweise dann da wieder die zweite. Es ist ärgste Wurl. Aber heute ist, weißt du, heute ist schon. Jawohl, jawohl. Telefonbuchbulker. Die Wampen, wirklich wahr. Naja, wirst du, ich mein, Ulrich, als Honorar für deine Dienstleistung, für dein Installateur-Coaching online. Der ist schon wieder, ist der Stimme ein bisschen angeschlagen. Und das ist einfach schon spät, ja. Nein, ich habe also ich weiß wirklich nicht, die Stimme jetzt gar nicht, aber irgendwie noch, bei mir, die Ohren sind zu bei mir. Ich weiß nicht warum, aber das ist wirklich seit kurzem. Und dadurch irgendwie, ich kann die Stimme nicht gescheit regulieren, weil ich eigentlich da irgendwie da in
in diesem Gefüge der Nebenhöhlen ist irgendwas, stimmt irgendwas nicht. Ja. Ja, heute ist alles anders. Heute ist alles anders, Chrissy. Was soll man machen? Heute ist alles anders. Wenn die Leute in Grinzing besoffen sind, der Tanz gleich renommieren, da fangen sie gleich zum Aufstehen an, zum Schwindeln und zum Lieren. Was sie nicht sind, was sie nicht haben, für mich sind sie mein Hund. Ich sage ihnen gleich, was ich hab, und das hat seinen Grund. Ich hab am Mutz drum Wampen, die zeige ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab am Mutz drum Wampen, ja die kosten Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Wein traust im Ofen, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal um noch viel mehr, gib ich mein Wampen her. Wenn ich dann aufs Finanzamt gehe, da trifft mich gleich der Schlag. Da links wird doch ein Zettel hin, bitte mit 45 Fragen. Vermögen, Erbe, Grundbesitz, Geschäft und Inventar. Aber ich druck da fest mit dem Bleistift auf und schreib aufs Formular, was soll ich? Na ja, pass auf. Ich hab am Mutz drum Wampen, die zeige gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab am Mutz drum Wampen, ja die kosten Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt ich auf der Welt eine Villa mehr, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jagder aus dem Wald, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal um noch viel mehr, gib ich mein Wampen her. Da schau ja, und schon kommt ein Superchat, merci Klaus, 10 € vom Ulrich. Jawohl, schau, da ist er. Superchat, 10 € vom Ulrich. Na, dank der Ski. Dank der Ski, siehst du das? Das habe ich gemeint, Superchat, so heißt es. Superchat. Nebenhöhlen zu und verrotzt, das kenne ich gut. Ja, verrotzt weiß ich gar nicht. Aber so, nein, so irgendwie, die sind ja nicht zu, na komisch, die Uhren sind zu, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich habe auch schon aufgehört zum Fragen, weil, was weiß ich. Auf jeden Fall danke Ulrich, ich bitte nicht auf die anstoßen, also auf dich trinken, danke. Ich sitze so gern im Wirtshaus, am wirtshäuslichen Herd. Da sitz ich wie bei Mirtshaus und werde nicht gestört. Der Wein wird schon älter, in meine Kehle fällt er. Der Kaltere wird kälter, so wie es sich gehört. Ich les nicht in Journalen, ich red mit keiner Frau. Für die müsst ich noch zahlen, dazu bin ich zu schlau. Wenn ich Inspiration such, Gesellschaftsliaison such, lese ich das Telefonbuch. Da find ich das genau, weil alle meine Freunde stehen drin, und zwar auf Seite V. Wandrak, Wortel, Wippler, Schiller, Woltek, Wotzek, Wimmladil, Viora, Vrabel, Vrtelek, Wiklasch, Fratzek, Wichnerlek, Frecker, Frber, Vikotil, Frablitsch, Schwutze, Viskocil, Wochenetschka, Vukelitsch, Vrtatko, Vukasinovic, Vorak, Mondro, Vorlitschek, Vorlek, oder was ich mit dem Vrtel, Wotroppe, Wuszenilek, Farinis, Vostarek, Vrtzalan, Vistacil, Vrtzalan, Viplacil, Vokvotipka, Vice, Sal, Vratz, de Vrana, Vimmetal, Vrobitske, Vrobetski, Vranek. Mein Name gefällt mir nimmer. Ich heiße nämlich Brüst. Mein Freund, sein Name ist schlimmer, der arme Kerl heißt Skrüst. Wir schningel die Gesichter und gingen zum Richter. Der Richter sagt das Richter. Bei ihm ist das ja wurscht. Ich buchstabier meinen Namen, dem Richter sein Kommis, und sag, schauen's bei die Damen, ist schon mehr meine Strategie. Der Richter war sehr freundlich und sagt, na ja, wahrscheinlich, ihr Name ist ja peinlich. Da hab ich Sympathie. Aber wie wollen Sie denn jetzt heißen? Drauf sag ich, na ja, bitte, was glauben Sie?
Zum Beispiel Wondra, Quartil oder Wipplerschill, Wojtek, Wotzig, Wimmlerdill, Joravrabel, Vrtilek oder Wiglasch, Fratzig, Wichnerleg, Frecker, Frba, Wikotil, Frablitsch, Wutze, Wiskotschil, Wochenetschka, Bukelic, Vrtatko oder Vukasinovic, Vorak, Wondra, Worlicek oder Voralek, oder was ich oder Vrtelwotra, Pavoszenilek, Farinis Vostarek, Vrtzaland, Vistlacil, Vrtzaland, Vistlacil, Vokotipka, Vice, Sal, Vratska, oder Wimmetal, Frobitske, Vranek. Szenenapplaus von Franz Emi, danke dir herzlichst. Quasi ein Zwischenapplaus, das gefällt mich. Achtel von Aschweine. Jawohl. Meine Frau geht mich betrügen und glaubt, dass ich nicht schmeck. Jeden Abend tut sie liegen mit Blätterneck ums Eck. Der Blätterneck ist ein Trottel, meine Frau ist ein Kokottel. Sie gehen zusammen ins Hotel, damit ist nicht entdeckt. Doch ich hab's bald begriffen, drum nehm ich auf Kredit an an Detektiven, was folgt auf Schritt und Tritt. Und schon 2 Wochen nachher kommt der große Macher und sagt, dass ich nicht lache. Der Blätterneck ist nicht. Jetzt halten sie sich geschwind waren. Ihre Frau betrügt sie mit Wondrak, Wortel, Wipplerschil, Wojtek, Wotzek, Wimmlertil, Viora, Brabel, Vrtilek, Wiglasch, Fratzek, Wichterleg, Frecker, Frba, Wikotil, Frablitsch, Wutze, Wiskotschil, Wochenetschka, Vukilic, Vrtatko und Vukasinovic, Vorak, Wondra, Worlicek, und in Voralek, und was wird der Vrtelwotra, Pavoszenilek, Farinis Vostarek, Vrtaland, Wiplacil, Vrtzaland, Vistlacil, Vokvotipka, Vice, Sal, Vratzl, Vrana, Wimmetal, Frobitske, Franek, Vavirka, Deplek, Vabalka, Vapelka, Wojtek, weg. So schaut's aus, die Achtel von einer, danke schön. Wie gesagt, der Klaus ist ein Scholar, na was denn. Ein Scholar in Gottes weiter Weltuniversität hat immer der Universitätsprofessor Roland Giertl hat das immer auf seiner Visitkarten gehabt. Scholar in Gottes weiter oder Gottes freier Weltuniversität. Hat mir gefallen, aber ich dachte, aber ganz schön viel, was da oben steht, ne, auf seiner Karten. Und dabei hast du gar keine Adresse geschrieben. Ne? Aber es hat mir immer gefallen. So, ich danke euch schön auf jeden Fall. Die Achtel von einer Weltklasse. Kreisler war ein Genie. Und das zu einer schweren Zeit, aber die Umstände haben ihn dem Humor nicht genommen. Er hat ihn der Humor aufrechtgehalten, ja. Wobei der Kreisler war da eher aus der ganzen Zeit eigentlich der am wenigsten, glaube ich, die ganze Geschichte verarbeitet gehabt hat. Weil der Kreisler war schon Zeit seines Lebens, und da hat sich nie versöhnt wieder mit Österreich oder mit Wien. Hat immer auch so ein bisschen so ein zynisches Verhältnis gehabt dann. Verständlicherweise zwar, auf der anderen Seite allerdings hat das ein Brauner oder ein Hermann Leopold oder wie sie alle heißen, haben das sehr wohl zusammengebracht, also ich glaube der Kreisler hat wirklich leider ein bisschen der hat das nie wirklich verarbeiten können, was ich jetzt nicht vorwerfe, weil ich glaube, das ist auch wirklich schwer zu verarbeiten gewesen, diese ganze Geschichte. Und aber wie gesagt, aber Brauner hat es halt auch geschafft. Oder zumindest eher noch, nicht? Oder eben auch ganz speziell, der Hermann Leopoldi. Aber das soll jetzt keine Verurteilung sein, ganz im Gegenteil. Ich bin froh, dass ich das nicht erleben musste und dass ich das. Aber ich glaube, er hat da wirklich ein bisschen, er hat das am wenigsten von allen anderen gepackt. Er war aber auch ein besonderer Typ. Er war schon ein eigener. Genie, bin ich ganz deiner Meinung. Aber er hat es, glaube ich, nicht ganz geschafft, dieses Genie auch mit anderen sozusagen in Kombination zu bringen. Er war halt wahrscheinlich auch nicht sehr, sehr leicht. Ja. Wie man sich den Text merken kann, werde ich nie verstehen. Du, ich auch nicht, Franz Brandwein. Aber irgendwann habe ich mir gemerkt. Es ist passiert. Ja. Aber auf jeden Fall, ja, spannend. Den Giertler kannte ich sogar, ja, lernte ihn bei einer Buchpräsentation kennen. Buch von Peter Blonwiaski. Damals Wiener Domorganist, da schon ja. Ja, na, mit Giertler sind wir sogar aufgetreten, mehrfach. Da hat er seinen Vortrag gehalten, irgendein Wiener Thema, und wir haben ihn quasi musikalisch umrahmt. Wir waren damals das allererste Mal, das ist ganz ewig her, da waren wir ganz jung.
Und da haben wir gespielt bei seiner Buchpräsentation zum Buch Rotwelsch, die Gaunersprache der Wiener Unterwelt. Rotwelsch, und das war lustig. Wir haben dann gespielt, das war im alten AKH in Wien, in der Stiegels Ambulanz war das. Und da hat er gesagt, ja, ihr müsst bei mir spielen, müssen wir machen, das machen wir, ich zahle euch das. Wir waren ganz jung, ganz am Anfang war das unsere Karriere. Und das war so lustig, weil ich bin hingekommen und der Giertler sagt zu mir, das wird euch gefallen heute da. Die eine Hälfte sind Kiewer aus Otterkring und die andere sind Bücher. Und das war so, das war wirklich interessant. Die Polizisten, und da waren, das waren alles Otterkringer. Und das war wirklich, also die halbe der Unterwelt war da vertreten. War wirklich irgendwie ganz spannend. Und alle waren ganz gelauscht. War irgendwie leibend. Es wird euch gefallen, es wird euch gefallen. Die eine Hälfte sind Kiewer aus Otterkring, das andere sind alles Bücher. Rotwelsch ist unglaublich, ja. Ich habe natürlich das Buch irgendwo, wahrscheinlich da irgendwo wird stehen. Rotwelsch, die Wiener Gaunersprache, ja. Hat ja schon, glaube ich, der Peter Wehle sogar ein Buch dazu geschrieben. Auch interessant. Und ja, und beim Gittler, es war halt ein neueres Datum. Also war vor allem spannend natürlich, ich kann mich erinnern, bei ihm ich habe da Wahlpflichtfächer auch besucht beim Roland für mein Studium, und da war ja der Unterweltboss, der damalige, ich weiß nicht, was noch ist, aber der Unterweltboss, das war ein Freund von Giertler. Den hat er eingeladen als Gastvortragenden. Nicht? Das war, bis wir da gesessen, und da haben wir sich einen Vortrag angehört vom Unterweltboss. War schon gierig. Und dann hat er gesagt, ja, woher kennt ihr euch eigentlich? Und dann hat er gesagt, ich habe mal einen Genickschuss gehabt, und der Giertler hat mir die erste Hilfe gegeben. Und so haben sie sich kennengelernt. Irgend so eine Geschichte war das, eine Weltklasse. Muss jetzt leider gute Nacht sagen, ich schaffe es nicht bis zum Schluss, bis morgen. Susanne Moser, schlaf gut, wir werden ja bald aufhören, glaube ich. Ja, aber schlaf gut bis morgen in der Früh hoffentlich. Ja, und ich denke mir, der Giertler war damals vor ein paar Jahrzehnten oft im ORF, ja, oft im Club 2 und alles. Und ich weiß nicht, wer das kennt, aber die Kronenzeitung am Sonntag hat so einen bunten Teil, also ist eine bunte Illustrierte quasi am Sonntag. Und da sind auch immer vor allem die Geschichten drinnen, der vagabundierende Kulturwissenschaftler. Das ist mir recht leibend, ja. So, das geht aufs Mittelalter zurück, das kommt aus dem Jiddischen. Naja, das Rotwelsch, es ist einfach die Sprache der Unterwelt. Und da ist natürlich viel Jiddisches drinnen, mittelalterlich. Ja, es gibt natürlich Begrifflichkeiten, aber im Prinzip jetzt direkt zurückgehen aufs Mittelalter tut es nicht, aber es hat natürlich diverse Begrifflichkeiten, die irgendwo bei uns bekannt, mehr oder weniger kulturell bekannt sind, aber nicht wirklich mehr im Alltag. Also eben ja, da geht es schon zurück auf ein paar Begriffe aus dem Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen, aus dem Jiddischen, aber auch natürlich durchaus was weiß ich, auch aus dem Englischen, also aus dem Altenglischen. Also da gibt schon ein paar so Sachen, aber es ist einfach die Unterweltsprache. Da gibt es natürlich auch verschiedene Färbungen, muss man auch sagen. Da gibt es verschiedene Sachen. Also das ist so zum Beispiel, es gibt ja auch eine Wiener Geheimsprache, eine Musikergeheimsprache in Wien, die O-Sprache. Die O-Sprache. Ich kann sie nur theoretisch, praktisch nicht mehr. Der Sinn war der, dass sich Musiker unterhalten konnten, ohne dass wer anderer versteht. Also da ging es natürlich vor allem darum, welcher Gast ist großzügig, welcher Gast nicht. Das war eigentlich so der Hauptinhalt. Noch nicht aufhören, muss noch mal ein Flascherl lernen, sagt der Hans. Ja, meins ist schon la, zum Beispiel. Meins ist schon la. Ja, das ist la. Ich hab da nichts mehr. Ich hab noch offen, sollen wir das offene Flascherl noch holen? Ich habe ein offenes Flascherl im Kühlschrank, das hole ich. Das hole ich noch. Und dann ist Schluss. Da ist aber eh nicht mehr viel drin, glaube ich. Ja, ich bin gleich wieder da. Rennt's mir nicht davon.
Rinnt's mir nicht davon. Kann ich gleich schon aufs Wasser noch rein. Bin schon da. Weingut Kregel, Südsteiermark, gelber Muskateller. Ja, ein bisschen was. Bisschen was. Das Wasser rinnt noch immer. Okay, ich glaube, wir können jetzt wirklich festhalten, es kommt nicht von der Wasserleitung. Aber irgendwo muss ja ein mörderisches Rückhaltebecken haben von Wasser. Das ist ja Wahnsinn. Das ist echt, das gibt's ja nicht. Bei mir kommt aus der Stromleitung mehr Wasser als aus der Wasserleitung. Das haben wir braucht. Oh, das habe ich noch gar nicht ausgetrunken. Prost! Ja, was haben wir? Testbildpause. Ja, jetzt habe ich nicht, weil ich ja nicht am Klo war daher. Ja, jetzt war es gut, um ein Testbild hätte. Ja, das stimmt. Für das habe ich nichts hergekriegt. Dass ich sage, ich bin nur kurz weg. Ne? Was trinkt der? Musikanten vertauschen der ersten und letzten Silbe richtig an den Anfang ein O und ans Ende ein E. Und das E war es jetzt nicht. Das O habe ich nur. Also zum Beispiel Wien wird Onwe, On wie. On wie? Na, ja. Also Geld wäre zum Beispiel. Also ein einsilbiges Wort ist blöd. Warte mal, Geld wäre Oldge war das Geld zum Beispiel. Das ist kompliziert, ich meine, aber die Musikantensprache, das war früher, hat man es schon gesagt. Der Barilla, ja, der hat diese Hur und Moll, diese Spittelberg-Lieder der vertont gehabt. Also halt aufgenommen. Meins ist auch schon leer, Franz Martin, findest schon was. So, wo bin ich denn jetzt da? Freundal, wir sind schon wieder unbeaufsichtigt, so ganz unter uns. Ja, nein, ich bin schon wieder da. Hab die Gelegenheit genutzt und noch einen Kühlschrank vom Wittliner nachgeschenkt. Bravo! Der Ulrich weiß, der weiß, was man tut. So, warte, bitte gut, Lackerl. Habe die Ehre, Görer Muscatella. Oh nein, ich nehme Wasser dazwischen. Halt! Ich nehme Wasser. Alles Kerme, Musiker, genau. Die erste die ersten Ding muss weg und dann Silbe und dann der Rest hinten drauf. Das ist spannend. Nicht zu viel. Beide Barilla, so nicht gut, ja.
So. Wasser. Ein Wasser ist gesund, Freunde. Wasser. Ja, das ist ein bisschen zum. War fast zu viel. War fast zu viel. Ich bin echt gespannt, wo das Wasser herkommt. Wo kommt das Wasser her? Weil man, da muss ja das Dachel undicht sein an einer Stelle, wo es einfach nur ins Mauerwerk reingeht, direkt in die Stromkabel. Das gibt's ja nicht. Alter. Wie kennt ihr das, wenn ihr genau wisst, mir geht der Tag morgen schon jetzt wollte ich schon Arsch sagen, aber das sage ich nicht, am Zager. Wenn ich alles Alkoholische trinke, was ich daheim habe, brauche ich 2 Wochen Urlaub. Bravo Franz! Urlaub ist eh gut. Der Klaus ist nicht allein, wir sind auch dort, jawohl. Was praktisch wäre dann, ist prakt. Ich verstehe. Nein, mit einem O. Immer, also praktisch wäre Osprakti. Die letzte Silbe, da hängst der O vorn dran und dann den Rest vom Wort dran. Osprakti war praktisch. In der Musikersprache, in der O-Sprache. Ich sauf auf gar keinen Fall Wasser. Hans bleibt hart. Hast du das Wasser schon gekostet? Was das, was rauskommt dort? Naja, aber es schaut schon nach Wasser aus. Ich glaube nicht, dass da ein Wein oder irgendwas kommt. Bis ich die Sprache gelernt hätte, war ich schon als Musiker verhungert. Ja, wir haben es ja nicht da. Aber das war früher schon, das hat man schon verwendet. Also ich habe schon noch, die alten Musiker haben sonst noch geredet, die haben es immer mal verwendet. Aber die haben dann schon noch reden können. Die haben schon noch reden können. Die haben sich dann schon unterhalten. Nicht? Weil du hast ja keine großen Unterhaltungen geführt, aber eben so gewisse Begrifflichkeiten, das hat sich wiederholt. Und das haben sie natürlich schon als Wort, die haben das nicht überlegen müssen, wie geht's, sondern die haben das natürlich schon fließend gesprochen. Nicht? Ja, das ist natürlich, ja. Und heute ist nicht mehr, aber es ist natürlich spannend, ja, die O-Sprache. O-Sprache oder Musikantensprache, hat man gesagt. So, Schluckerl, Muskatöller, auf euch, meine Lieben. Der hat einen Duft. Ist da irgendwie die Dachrinne verstopft? Naja, Friesel haben wir schon überlegt, aber da ist kein Dach, da ist nichts. Also wo das ist, da ist nichts. Wie gesagt, das muss ich mir dann anschauen. Ich werde heute sicher dann noch mit der Taschenlampe irgendwie hinschauen. Wenn ich nichts finden, dann werde ich halt morgen noch mal schauen, muss ich aufs Dach laufen. Aber da ist kein Dachrinne, da ist eigentlich nichts. Da ist wirklich nichts, wo ich mir vorstellen kann, wo da Wasser sich sammeln könnte. Also echt eigenartig. Echt, wirklich eigenartig. Ich weiß, ob es das Herz, aber das klingt ja da auch Wahnsinn. Vielleicht schmeckt es nach Regenwasser oder nach Leitung. Na, Leitungswasser habe ich ja angedraht. Das Leitungswasser habe ich abgedreht. Und genau, schau der Franz eben. Orwuse und Ornweh. Servus in Wien heißt es. Orwuse und Ornweh. Genau. In Wehren eigentlich. Servus in Wehren. Ja. Ich hole mir nur ein Jasen. Ulrich recht hast. Auch das Personal bei den Heurigen konnte sich so verständigen, ohne dass der Gast was verstand. Ja, stimmt. Also das war, wobei es ist ja spannend, dass ja die früher sozusagen, also Kölner und Musiker waren ja Kollegen. Also das war, die haben ja zusammengearbeitet irgendwie, da haben beide vom Trinkgeld gelebt oder wie auch immer, aber das war wirklich eine Kollegenschaft. Und ich weiß es noch, der Herr Bertel, das war der letzte Kellner vom Café Fichtel in Floridsdorf, das auch schon nicht mehr existiert, aber eines der Traditionscafés war. Und der Herr Bertel war der letzte Kölner dort, über weiß nicht, 50 Jahre war der dort Kölner. Und der zum Beispiel, das war wirklich, das hast du gemerkt, das ist wie er dann mitgekriegt hat, ich bin heurigen Musiker, hat er mich als Kollegen behandelt. War ganz spannend. Ich war für ihn ein Kollege. Ja.
Am Bourbon hat sich der Franz Brandt von eine. Ja, jawohl. Bravo. Was die Mege, wirklich, ihr redet es noch? Luzern auch, da was die. Nein, ich glaube, da war schon länger offen, der Wein. Na, eine Erfüllung ist das nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Ist keine Erfüllung. Ich glaube, da kann nichts mehr. Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, da war schon zu lang offen. Na. Den kann ich wegschieten. Der ist nix. Der kann nix. Zu lang offen. Bitte. Haben wir gesagt, dass wir spielen? Nein. Beim Landmann wärst schon Doktor oder Hofrat, nicht nur Kollege. Ja, beim Landmann, das war immer das Postkolloquium mit dem Professor Giertler, war beim Landmann. Na gut, da war der Herr Engelbert. Herr Engelbert war auch, also Köln habe ich schon viel kennt. Der Herr Engelbert, naja, könnte jetzt schon in Pension sein. Könnte, aber könnte auch noch dort sein. Und das war schon immer. Der Herr Engelbert war immer klar. Habe ich die Ehre? Das war so ein Du und Sie irgendwie. Der Herr Engelbert. Und er hat auch immer gesagt, so quasi Servus oder Grüß euch, wo spielt's denn wieder? Oder habt's viel zum Spielen? Also es war so ein halber das Du und ein halber das Sie. Das war immer ganz lustig, ja. Beim Landmann. Ich weiß also, aber ich war schon ewig nicht mehr dort. Aber früher halt doch oft. Vor allem noch, also wie ich studiert habe, wie er öfters in der Stadt drinnen noch war. Der Herr Engelbert. Ist auch lustig, ne? Die Kölner immer mit Vornamen. Der Herr Bertel im Café Fichtel, der Herr Engelbert im Landmann. Legende. Jesus, nein. Jetzt ist mir ein Lied eingefallen und schon wieder entfallen. Okay. Mir hat was Gutes eingefallen. Na, wirklich wahr. Das gibt's ja nicht. Das ist mir gerade ein Lied eingefallen. Jetzt gerade. Und wie ich noch rede, ist mir schon wieder entfallen. Ja, da ist der Wein, vielleicht weil er nicht mehr gut ist. Pass auf. Boah. Nein, das bringe ich nicht mehr zusammen, glaube ich. Na, warte mal. So ist schon eine Idee. Machen wir, naja. Erst, ich bin unschlüssig heute. Was wir mir eine dann angesehen, was wir dann singen. Ja. Was wir dann singen. Ja. Erst, ich sag's da. Klaus, mein Bub. Reiß dich zusammen. Ich hab da ein Lied jetzt im Kopf gehabt, das ist, okay. Wieder dran, es gibt kein Wein mehr. Nur mehr Gracherl und Siphon. Aber leider mehr kann ich nicht von dem Lied. Hans, eine gute Idee, aber von dem mehr kann ich nicht mehr. Nee. Wenn's aufs Heim geht, vergisst, weil daheim niemand ist. Stütz den Kopf in die Hände, denk an deine vier Wände, wo der Herrgott im Winkel auf die Ober schaut. Jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's aufs Heim geht, vergisst, weil's alleine
du bist. Sei nicht traurig und mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit, da gibt's viel ärmere Leid. Drum sei glücklich, du hast ein Zuhause. Irgendwo versteckt in einem Winkel sitzt ein alter Mann ganz in der Kahn. Ganz verlassen tut auf seinem Fleckerl, den er traut sich heute gar nicht an. Weil beim Wirten, ja, da hat er immer sehr viel Leid um sich, die freundlich sind. Doch daheim, da sitzt er in sein Zimmer, ohne Zuspruch, Mutter, Söhn allein. Da sagt ihm zur Spätstund ein Freund, der ist ehrlich und gut mit ihr meint. Wenn's aufs Heimgehen vergisst, weil daheim niemand ist, stützt dein Kopf in die Hände, denk an deine vier Wände, wo der Herrgott im Winkel auf die Ober schaut. Jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's aufs Heimgehen vergisst, weil's alleine du bist, sei nicht traurig und mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit, da gibt's viel ärmere Leid. Drum sei glücklich, du hast ein Zuhause. Jawohl. Schau her, Georg Scheurer ist da. Bist noch live oder KI-fähig? Ich bin weder KI noch fähig, ich bin eigentlich gar KI. Bravo, Schule. Bravo, Schule. Was aus Heimgehen vergisst, ja. Die Christen, die Kölner Partie. Vorkart nach Wien. Kann ich nicht auswendig. Müssen die Noten jetzt her und müssen die wieder runtergreifen. Ich meine, für die Menge machen die das, aber muss ich schauen, ich glaube, ich habe da die Noten, aber ich bin mir nicht sicher. Oder die Kölner Partie, warte mal. Heute gehen wir einmal auf eine Kölner Partie. Du gehst mit, er geht mit, ich geh auch. Da fallen wir ganz sicher so um wie noch nie. Du fällst um, er fällt um und ich fall auch. Jesus Kinderinnen, wenn Kölner trinkt sich's gut, sie ist ein Wohltätigkeitsinstitut. Ein Fasserl muss heut noch ins Böcherl hinein. Du sagst ja, er sagt ja und ich nicht nein. Zuerst kommt der Wegerl, dann kommt der Tier, dann kommt der Köhlerstier, dann kommen wir, dann kommt ein Schunkenbein und dann der Wein. Ja, so eine Köhlerpartie, die ist fein. Heut fahren wir einmal in den Himmel hinein. Du fährst mit, er fährt mit, ich fahr auch. Der Himmel liegt unter der Wehr, Erden beim Wein. Du meinst ja, er meint ja und ich mein's auch. Alle Fasseln warten schon, gehen wir meine Herren, weil sonst anderen sonst ausgesoffen wären. Und hingeht's am Abend und heim in der Früh. Du sagst ja, er sagt ja und ja sag ich. Zuerst kommt der Wegerl, dann kommt der Tier, dann kommt der Köhlerstier, dann kommen wir, dann kommt ein Schunkenbein und dann der Wein. Ja, so eine Köhlerpartie, die ist fein. Dann hatschen wir heut von dem Weinköhler heim. Du hatscht mit, er hatscht mit, ich hatsch auch.
Es wogeln die Häuser, es wogeln die Bahn, das siehst du, das sieht der und ich sieh's auch. Schon die Summe jeden Durst, der verloren geht. Ich hab meinigen gelöscht und bin fett. Ein Räscherl war immer mein seligster Traum. Du sagst ja, er sagt ja und ich halt's zusammen. Zuerst kommt der Wegel, dann kommt der Tier, dann kommt der Köhlerstier, dann kommen wir, dann kommt ein Schunkenbein und dann der Wein. Ja, so eine Köhlerpartie, die ist fein. Na, was sagst du jetzt da? Na, was sagst du jetzt da? How much Jim Beam would Jim beam if Jim would beam Jim Beam? Brauer Franz Bratwein, eine Frage der Energie, Scotty. Wie geht's dem Patrick Georg Scheurer? Ich glaube ganz gut, ja. Er ist halt krank, verkühlt, liegt da nieder und ja, aber sonst jetzt da glaube ich keine gröberen Probleme, ja. Bis Ende September ist der Friesler im Urlaub. Ach, Wahnsinn. Für den Harry Fly mit du den Mund. Ja, okay. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hands. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let it sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, yes, it's true. In other words, I love you. Ba 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 da ba da ba dee bo, sa ba dee ba ba bo, ba ba da ba bo, ba da ba da bee bo bo, sa bo dee ba ba bo, ba 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 ba, sa ba dee ba da dee dee bee bo, sa ba bee bo bo, sa ba bo bo, sa ba bee sa ba. Flieg mit mir zum Mond und dann spül wir mit den Sternen. Ich möcht mit dir am Jupiter die Vögel singen hören. Anders gesagt, halt meine Hand. Anders gesagt, komm her und küss mich. Bleib für immer da, wir haben uns so viel zu erzählen. Ich möcht mit dir vom Himmel die Sterndeln oberstehen. Anders gesagt, komm her zu mir. Anders gesagt, ich bleib für immer bei dir. La la la, la 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 la. Anders gesagt, komm her zu mir. Anders gesagt, ich bleib für immer bei dir. Jawohl. Ja, schätze ich das. Vorkarten, ja.
Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Müssen die runtergehen, im Text holen. Der Wein ist auch schlecht. Das ist ja Wahnsinn. Also der Wein war mal gut, aber der ist halt schlecht geworden. Das ist wirklich, Aber es ist 11:45, jetzt mache ich keine Flaschen auf mehr. Jetzt machen wir Schluss dann. Haben wir dann Schluss. Die Vorkarte, aber die habe ich unten. Glaube ich zumindest. Ich finde die jetzt auch nicht, aber ich hab die Mappen mit. Da ist sicher dabei, aber wo? Bis ich die wieder gefunden habe, dann ist schon 12 wieder. Ein Untergang. Es ist ein Untergang. Ne, weiß ich auch nicht. Kann ich auch nicht. Und der Ofen ist auch aus. Ja, der ist auch aus. Ich glaube, war vielleicht sogar noch Glut da, aber brauche ich jetzt nicht mehr. Ist schon in Ordnung. Ja. Wolfgang geht auch schlafen. Wolfgang Gorzka, beste Grüße nach Gröck. Schön, dass du dabei warst. Hat mich gefreut, schlaft's gut und noch schöne Zeit. Das war echt leibend. Hat mich sehr gefreut. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ja, schade für den Wein. Ja, das da war noch eh nicht viel. Ja, 2 Achtel wird es auch noch sein, aber der ist leider. Aber ist ein Beweis, da sieht man, ich trinke ja daheim nichts. Außer in der Pavlatschen. Bin ja auch allein, nicht? Aber das hat ja jeder dabei. Ich trinke daheim nichts. Ja, es ist aber. Ich lese Kirschen für die Wachsen ohne Kern. Wann mir der Himmel kehrt, kriegst jeden Stern. Wann ich die Sonntag gegen die mich sie holen. Und wenn's für die ist, hätte ich schon das frühe Jahr gestohlen. Der wollt für die, der mir ist das lauter Christbaum sein. Wenn du rausschaust, ist allerweil nur mehr. Und die Gebär sind in die Lehn unter den Schritt. Und wenn ich höf Gott sag, am liebsten durch ein Lied, so denk über dich, aber du denkst nicht an mich. Und mir tut's doch so gut, von dir ein Liebeswort. Von dir einmal eine Hand und nicht einmal nur eine kalte Wand. Jetzt rate ich einmal und sag zu mir, na komm. Der wollt für die, der mir ist das lauter Christbaum sein. Wenn du rausschaust, ist allerweil nur mehr. Und die Gebär sind die Länge unter den Schritt. Und wenn ich helf Gott sag, am liebsten mit einem Lied. Und ich
Ich glaub's, mir fällt der Text, eh? Glaubst mir fällt der Text? Ja, dann soll es nicht sein. Das sag's euch, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Muss wieder hakeln seit 5 Tagen. Franz Bratwein, bravo. Spätes wurden, so lange hätte der Patrick wahrscheinlich gar nicht durchgehalten. Aber ja, wenn wir da zusammengesessen waren, wir hätten nicht mehr Bouteillen gepackt. Ne? Das halt. Das halt. Ja, aber glaubst du, mir fällt der Text erst? Das ist ein Wahnsinn. Gute Nacht, mein Pavlacisti. Vor der nächsten müssen wir noch den Otteringer Kirtag überstehen. Stimmt? Nächsten Sonntag, Otteringer Kirtag, Wetter schaut gut aus. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Spätestens, ich hätte nicht so tun, wie die anderen wollen. Mama, ich bitte, schau mal. Ich bin's, der Klase, der Bub. Wirf mir den Schlüssel da oben. Hilf mir, das Haus da ist zu. Spät ist, ich hätte nicht sollen tun, wie es die anderen wollen, aber zu Hause gehen, hab ich mich geniert. Mama, ich war so blöd, geh, sag's bitte dem Vater nicht, weil er mir sonst eine schmiert. Wir waren in der Gossen, 3 Kinder nebenan. Der Kordel, der Franzl und ich. Wir waren in ein besser und geschwinder. Eine unheimlich klasse Partie mit den Ballen und die Stollen und die Radeln. Und wir drei niemals verspürt. Auf die Rose, auf den Stoß und die Madeln. Da war mir drei immer wie wild. So war das bei uns Gassenkinder. Doch das ist schon lang vorbei. Der Krieg und die bitteren Jahre. Jetzt lebt nur mehr ich von uns drei. Manchmal traum ich von Franz und vom Kordel. Und ich wach auf in der Nacht. Und da muss ich ja manches Mal warnen, obwohl die Erinnerung lacht. Und da muss ich ja manches Mal warnen, obwohl die Erinnerung lacht. Zwei große Buben, die schupfen Kreuzer, ein kleiner bleibt bei ihnen stehen. Das Milchgeld hat er in seinem Handel, spielt mit und ist gleich in der Höhe. So hat es mit dem Buben begonnen und dieser kleine Bub war ich. Ich hab mir's nicht zu Herzen genommen, drum ist ja nix Gescheites geworden aus mir. Hat immer das Bummel, einer muss
muss ich mir verlieren. Ja, weil ich hab mein Leben lang das Bummel, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ein Hinterzimmer in der Vorstadt, ein Gespürwein, ich war dabei. Hab David dort mit ein paar Freundeln, zum Schluss war ich dann ganz allein. Am Anfang hab ich gesetzt mein Bargeld, aber später hab ich Schulden gemacht. Mein Gut und Geld hab ich verloren, mein Weib ist fort mir über die Nacht. Hat immer das Bummel. Einer muss immer verlieren. Ja, weil ich hab mein Leben lang das Bummel. Weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ja, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Jawohl, ein Gmellermädel zum Abschluss. So schaut's aus. Jawohl, Franz M. geht schlafen, beste Wünsche für den Patrick, jawohl. Ulrich sagt noch, ist echt arg, was mir an so einem Abend einfällt. Kalafati ist schick, die deiner Freundin in einem Parkerl. Großvater, keine Ahnung, wieso ich zu dem ganzen Ösi-Zeug so affin bin. Ja. Ja, weil es gut ist. Tut mir leid, hat sein müssen. Ich muss das suchen. Ich sag so, ich gleich gehe schlafen. Aber aus Trotz. Weißt du, wie fand das Großvater an? Da bin ich deppert. Das gibt's ja nicht. Wie du erzählt hast. Na, geh. Wie tut's? Na, geh nicht, wie der erzählt. Wie fängt das an? Helft's mir jetzt. Schreibt eine die erste Zeile, erste Strophe, erste Zeile. Und dann bin ich schon am Start. Großvater, erste Strophe, erste Zeile. Das gibt's ja nicht. Und der Wein ist nicht zum... Das ist ein Wahnsinn. Bei jedem Wegel danke herzlichst Manfred Kraft. Bei jedem Wegel mit... Ich bin nicht... Alter! Ich bin irgendwo anders. Wir haben es aber gleich. Jetzt habe ich es, glaube ich, jetzt kommen wir hin, schon langsam. Bei jedem Wickel mit der Mutter war mein erster Weg.
von daheim zu dir. Du hast gesagt, sie ist allein, das musst verstehen. Alles vergeht, komm, trink ein Bier. Dann hast du gemeint, das ganze Leben besteht aus Nehmen und viel mehr gehen. Worauf ich ausdenk, kosten in der Nacht die paar tausend Schilling gefladert hab. Zum Verputzen in der Diskothek ein paar Tage drauf, hast nicht danach gefragt. Ich hab's bestritten, hysterisch bläht, der Blick war traurig, dann hab ich geredet. Du hast nur gesagt, komm, lass was bleiben. Ihr Geld kann nie so glücklich sein. Wichtig sein. Worauf ich aus den Kosten in der Nacht die paar tausend Schilling gefladert hab. Zum Verputzen in der Diskothek ein paar Tage drauf, hast mich danach gefragt. Ich hab's bestritten, hysterisch bläht, der Blick war traurig, dann hab ich geredet. Du hast nur gesagt, komm, lass was bleiben, Geld kann gar nie so wichtig sein. Wie du vom Krieg erzählt hast, wie du an Russen haargenau gegenüber gestanden bist. Ihr habt euch gegenseitig an Schick anboten, die Hand am Abzug und zittert vor lauter Schiss. Oder die Frau, die den ganzen Tag dir die Uhren voll gesungen hat. Du hast nur gesagt, ich hab sie gern. Ich muss nicht alles, was sie sagt, immer her. Großvater, kannst du nicht runterkommen auf ein Stück Kaffee? Großvater, ich möchte das so viel sagen, was ich erst jetzt verstehe. Großvater, du warst mein erster Freund und das vergiss ich nie. Großvater, wenn du vom Krieg erzählt hast, wie du an Russen haargenau gegenüber gestanden bist. Ihr habt euch gegenseitig an Schick anboten, die Hand am Abzug, und zittert vor lauter Schiss. Der Grundsatz war, zuerst überlegen, eine Meinung haben, dahinter stehen, niemals gewollt, alles bereden, aber keine Angst vor irgendwen. Großvater, kannst du nicht runterkommen auf ein Stück Kaffee? Großvater, ich möchte das so viel sagen, was ich erst jetzt verstehe. Großvater, du warst mein erster Freund und das vergiss ich nie. Großvater, Großvater, kannst du nicht runterkommen auf ein Stück Kaffee? Großvater, du warst nichts, was ich erst jetzt verstehe. Großvater, du warst mein erster Freund und das vergiss ich nie. Großvater, Großvater, Großvater. Es war eine schwere Geburt, jetzt muss ich sagen. Gehorsam, ja, dieselbe Strophe noch. Ich habe mir gedacht, ich spiele schon mal zweimal. Nicht?
Den Refrain lassen wir aus. Nein, aber nicht auslassen, der kehrt nicht. Der kehrt nicht nach der ersten Strophe. Das machen viel falsch. Nicht rühren. Ich bin kein Hirsch, ich brauche das Greinen. Ja. Uli Slonik zweimal? Ja, zweimal, naja. Wie gesagt, ich habe mir gedacht, pass auf, vielleicht, dass man es sich merkt. Jetzt wollte ich schon einen Wein trinken, aber der ist nicht zum Trinken. Schau die Achtel von rein. Dankeschön, ja. Das war jetzt quasi eh schon der Abschluss. Oder haben wir noch einen? Habe ich noch einen? Habe ich noch was? Nein. Habe ich noch was? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ihr merkt es, heute bin ich auf Flaschen. Wirklich wahr. Heute ist wirklich ein Untergang. Schwerer Untergang. Schwere Niederlage, möchte ich fast sagen. Ich meine, leibend. Das ist leibend der Abend. Ich meine, es ist immerhin 12. Lang durchgehalten, fast 4 Stunden. Aber nichtsdestotrotz, irgendwo ist es eine Niederlage. Aber im positiven Sinn. Mit euch ist es leibend. Aber pass auf, jetzt wirklich eine Schlussnummer. Machen wir eine Schlussnummer. Aber was? Was machen wir als Schlussnummer? Fällt mir keine ein, also hören wir auf. Alter, aus der Flasche, ja, Ulrich, was man nicht das noch herum tue, auch noch mit Glas. Jetzt auch wirklich, jetzt bitte mich nicht da noch Ding. Greinen kennt man bei uns auch. Daher kommt der Name Gründonnerstag, ja, gestimmt. Manfred Kraft, quasi volkskundlich da voll reingefahren. Vollkommen richtig, ja. Der Gründonnerstag, Greinen. Wenn ihr kenntet, die fliegen und auch die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich falle da recht tief, so schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätte, ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist für die viel zu tief. Naja, darum schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich wisset, was du fühlst, und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich mein Mut vergraben ganz tief. So schreibest du mir heute einen Brief. So kommt dann dein Lieb, so kommt dann dein Lieb zu mir. So kommt dann dein Lieb zu mir. Als blaue Tinten auf Papier, auf Papier, bis ich dich spiel.
jetzt ist mir endlich eingefallen, wie es gegangen ist. Ist doch verständlich, der Fritzl. Deine Gedanken sind beim Wasser, aber genial wie immer. Ich danke dir schön. Und das heißt was, wenn meine Gedanken einmal beim Wasser sind. Gute Nacht, das heißt Dankeschön, Klause. Manfred, bitte gut, ja. Jetzt kommt der Abschluss. Speerstunde schreit da oben. Speerstunde schreit da oben. Leider geht's doch endlich heim. Doch mir stört nicht ein bisschen das Rasseln mit den Schlüsseln. Ich trink jetzt noch ein Flascherl Wein. Erst wenn der Milchmann mit dem Müllekadel schäbert, wird's für mich Zeit, nach Haus zu gehen. Denn sowieso bin ich vom Weindal ganz schön deppert. Alles was ich anschaut, wäre doppelt sehen. Erst wenn der Milchmann mit dem Müllekadel schäbert, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wenn eine alte voller Zorn am Dachboden klettert, denk ich an Goethe, dreh mich um und her, nix mehr. Die Schrammen haben schon Schluss gemacht, die Instrumente sind eingepackt, aus ist mit einem Tanz angesagt. Doch mir bringt nix zum Aufstehen und schon gar nicht zum nach Haus gehen, denn ich warte auf einen ganz bestimmten Klang. Erst wenn der Milchmann mit dem Müllekadel schäbert, wird's für mich Zeit, nach Haus zu gehen. Denn sowieso bin ich vom Weindal ganz schön deppert. Alles was ich anschaut, wäre doppelt sehen. Erst wenn der Milchmann mit dem Müllekadel schäbert, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wenn eine alte voller Zorn am Dachboden klettert, denk ich an Goethe, dreh mich um und her, nix mehr. Na, na. Jawohl, danke euch vielmals. So, Dale. Ich glaube, es muss gut sein. Ich gehe heute nicht mehr aufs Dachel, aber ich schaue zumindest raus, ob ich irgendwas finde. Aber ja, vielleicht gibt es schon erste Erkenntnisse morgen in der Früh. Um 9 Uhr natürlich wieder die Morgenshow, der Morgenpodcast auf dem Kanal 16er Burm Insights oder auf Facebook. Vielleicht sehen wir uns morgen. Das mich freuen. Ansonsten alles Liebe. Wir sehen einander hoffentlich am Sonntag beim Ottringer Kirchtag. Und wenn nicht, dann in einer Woche in der Pavlatschen wieder. Das mich freuen. Da sicher auch wieder mit dem Patrick. Weltklasse, danke schön, macht's es gut, pfiat euch gut und schlaft's gut. Baba, servus.